Ja, geht da was? Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. WHAAAAAATTTTTTTSSSSCSU. Offensichtlich geht da was. Grüß Gott beieinander. Sei erst einmal merci für deine 69. Habe ich dir Mike, habe ich dir Wert, Preis, habe ich dir. Hansi ist auch schon da. Grüß Gott beieinander. Schöner Freitagabend. Wie geht's euch? Alles zauberhaft bei Ink. Ich hoffe doch. Ich hoffe, es ist alles flauschig. Nachdem der Sei da ist, muss alles flauschig sein. Ja? Kann ja gar nicht anders sein, wenn der Sei da ist. Oh ja, Wochenende. Schöne Sache. Schöne Erfindung. Kann man schon mal nehmen, wenn es dann schon mal angeboten wird. Ja? Alles fit. Scheiße, mehr könnte man meine Dinge wieder nicht herkriegen. Na ja, gut. Jetzt gerade brauche ich nichts. Oh ja, so. Habt ihr einen Schnee? Oder schneit es nur bei uns? Ich meine, bleibt nicht liegen, aber es fankelt schon den ganzen Tag so komisch dahin. Flauschig, geschubst und gestrahlt helfen nicht. Ja, bei dir hilft, das stimmt. Für dein Ausdruck muss neu erfunden werden. Es schneit bei dir. Gut, dann bin ich schon mal nicht allein. Bei uns wird es jetzt seit 2 Stunden irgendwie kontinuierlich dahin. Seit 3 Stunden. Eigentlich schon den ganzen Tag, aber seit 3 Stunden ein wenig stärker. Aber liegen bleibt halt nichts. Ja, Schnee ist vorhanden. Alles flauschig, PS5 ist in der House. Oh, nice, Mr. Verb. I see God of War incoming bei dir? Oder wie sage ich das? Oder beziehungsweise dann Neo 2. Ja, ich hab privat schon ein bisschen angefangen zum Spielen. Ja, aber wenn wir da eine Community, eine Koop-Runden zusammenbringen, dann spiele ich gerne mit einem zweiten Charakter mit. Das ist überhaupt kein Thema. Ah, Gott sei Dank, der geht. Das ist sauer. Angel habe ich die Ehre. So weit bin ich auch nicht weg. Ja, stimmt. Das sind, wie weit ist denn die dort? 35 Kilometer, 30 Kilometer. Angel ist fit bei dir. Glück gehabt. Ah, da ist noch nie was schief gegangen bei mir. Ist bei mir schon mal irgendwas nicht gegangen. Sag jetzt nichts Falsches. Nein, freut mich. Gut, dass er hier hat. Weil mittlerweile mache ich es so, wenn ich halt etwa ein neues Willkommenssound requestet, dann probiere ich den Offstream aus mit demjenigen, ob er dann auch wirklich geht. Der DC-Bot, ja, der ist schon gekündigt worden. Also, naja, gut, kündigt nicht. Kündigt ist er nur worden, wenn es um meine Pings geht. Ja, die anderen macht er ja noch nach wie vor zuverlässig. Das passt ihm schon. Letzter Urlaubstag des Jahres vorbei. Ach du Scheiße, geht's bei dir am Montag quasi wieder los. Wohnst du ein wenig am Berg, wenn du denkt, noch auf Rang schneibt's bei mir. Ah, du da Druslaffe. Ja, verstehe die Frage schon. Sehr gut. Kommt noch nie nichts hin, dass bei dir was nicht gegangen ist. Er hat schon genügend gegeben. Jüngst eigentlich Willkommen Sounds von den anderen. Ja? Aber das war auf meinem Mist gewachsen. da hab ich was falsch interpretiert. Ja? Ich hab's dann quasi beim Bot zweimal angelegt und das hat ihn durcheinander gebracht. Und dann, ja. Egal. Hauptsache es funktioniert. Das ist das Wichtigste. Naja. Bazi Exe beim Pokédex-Eintrag vom Hefel. Ja, da hat's nicht nur meine Exe geworfen, ja, da hat's eine Echsen auch alle geworfen. Ja, also da darf's jetzt liegen, wenn sie sagen, dass ja, nein, war ganz normal. Da war er besoffen quasi, ja, massivst. Da hat er, glaube ich, 8 Promille gehabt. Hinterm Komma. Naja. Leils, folgendes, wir werden halt, wie ihr es ja schon unschwer erkennen könnt, mit God of War weiter da. Wir werden uns halt weiter der Story widmen, ja, der Hauptstory. Ich war amüsiert und habe einen Krampf gehabt, ja, sechst du. Also hat dein Ex sehr massiver Straucheln angefangen.
wir werden mit der Story weitermachen. Da ist jetzt langsam... Ja, langsam wird es ziemlich spannend. Wir haben mit Atreus ausgebüxt. Der hat ein bisschen einen sehr, sehr scharfen Ton gegenüber an Kratos und die anderen angelegt und ist jetzt einfach einmal so schnurstracks nach Asgard gegangen. Ja, also der Atreus befindet sich in Asgard, hat bereits ein Heimdall getroffen, hat bereits ein Thor getroffen und, jetzt kommt das Wichtigste, er hat jetzt eine Audienz mit Odin. Und ich bin gespannt, wo das hinführt. Ja, wir werden halt ausschließlich Story spielen. Ja, die Nebenmissionen werde ich dann wahrscheinlich irgendwann einmal ein wenig für mich privat spielen, da ich eigentlich eben meistens auf der Suche bin nach irgendetwas, wo ich privat ein bisschen spielen kann. Ja, also eigentlich zocke ich hauptsächlich momentan nur im Stream irgendetwas. Abgesehen davon, also abgesehen jetzt von Nioh 2, was ich jetzt einmal vor 2 Tagen gefunden habe oder so. Und ja, müssen wir mal schauen. Ja, wir werden mit Sicherheit noch die eine oder andere Nebenmission on-stream auch spielen, aber ich möchte mich jetzt hauptsächlich ein wenig auf die Story konzentrieren, weil ich halt auch irgendwie wissen möchte, wie die Scheiße ausgeht. Ja? Fix, wie lange machst du? Kommt drauf an. 10 oder so, 10, halb 11 in etwa. Schauen wir mal, wie lange die Leute Bock haben. Ich bin nicht so krass weit vor dir. Ja? Nein, aber jetzt die letzten... Ja, ich bin jetzt in Asgard aktuell, wie gesagt, so Audienz mit Odin. Also spazieren geht wollen wir jetzt dann. Genau. 3 Isermasten und 4 Gas. Da bitte. Da bitte. Da muss ich nebenbei auch spielen. Herbert, jetzt wird es aber dann schon überstundenlastig, gell? Jetzt musst Cyberpunk musst spielen, dann musst God of War noch spielen, Nioh soll jetzt dann noch spielen, ja, jetzt wird's dann ein Marathon, wenn du mich fragst. Aber gut. Müsst ihr mal noch weiter da in God of War, aber aktuell bin ich wieder Elden Ring süchtig. Mehr Elden Ring ist mehr gut. Da machst du nichts falsch damit. Elden Ring ist zauberhaft. Ah, cool Spiel. Spiel vielleicht auch irgendwann wieder. Wiederspielwert hat's ja. Generell alle Souls-Spiele haben Wiederspielwert, weil es immer anders läuft. Auch wenn es dann schon ist, kennst, aber das ist ja wurscht. Wie jetzt direkt so ein bisschen, ja, hibbelig, oder was heißt hibbelig? Ist wieder mal eine nette Abwechslung, weil Nioh 2 kenne ich tatsächlich überhaupt nicht. Ja, jetzt wieder neue Bosse lernen, ist schon nicht schlecht. Gestern Nacht auch spontan nochmal angefangen um 11 Uhr, da habe ich schon geschlafen. Da bin ich schon im Bett gelegen. Ich war gestern nach der Spätschicht ein bisschen kaputt. Ich spiele Pokémon God of War, Ratchet & Clank und Borderlands, die Pre-Sequel. Gut, du bist ja momentan daheim, gell? Da braucht man Beschäftigung, tatsächlich. Kann ich nachvollziehen. Naja, Leute, ich habe jetzt da 3 Wochen Arbeit. Dann ist Urlaub. Zumindest 1,5 Wochen. Ja. Es ist nicht die Welt, aber es ist Urlaub. Immerhin. Schauen wir mal. Ja, wir werden heuer, kann ich auch schon mal vorwegnehmen, wir werden am 24.12. wieder einen Stream machen vormittags. Ja, das ist bei mir irgendwie so ein bisschen Tradition, auch vor der Gamer-Bazi-Zeit schon. Habe ich am 24. immer einen Stream gemacht. Was wir da heuer tun, weiß ich nicht. Wahrscheinlich spielen wir einfach irgendein Spiel wieder, so wie letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir mit God of War angefangen, tatsächlich mit Ascension. Und es wird noch vor Weihnachten, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen, wird es noch einen Community-Zock geben. Ja, wir haben ja die 200 Follower-Marke geknackt. Wir haben jetzt 204 Follower. Danke dafür schon mal. Das heißt, Community-Zock, den plane ich aktuell so ein bisschen, auch mit Hilfe unserer Mods oder meiner Mods. Was dann dabei dann rauskommt, das sehen wir dann. Ja, aber da kriegen wir auf alle Fälle was hin. Elden Ring Speedrun? Nö, abgelehnt. Wenn ich alles tue, aber kein Elden Ring Speedrun. Da bin ich nicht, da bin ich nicht talentiert genug dafür. Ich mache am 25. einen. Ja, ist auch nicht schlecht. Ideal. 25. werde ich keinen machen. Am 26. ist ja wahrscheinlich auch nicht. Naja, gut. So, Freunde. Sollen wir mal. Wie schaut's denn aus? Fangen wir später an. Sollen wir mal anfangen? Damit ein wenig weitergeht. Holy shit, am Freitag auf die Nacht habe ich schon. Habe ich am Freitag auf die Nacht überhaupt schon mal gestreamt? Warum wird da eigentlich alles der Reihe noch angespielt? Hallo, zufällige Wiedergabe. Was ist mit dir erst? Geht doch.
7 Minuten war das schnellste, was ich bisher gesehen habe in Elden Ring. Ich weiß gar nicht, was der aktuelle Weltrekord ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Naja. Schauen wir mal. Also ich hab ein wenig länger gebraucht für 7 Minuten. Ich hab ein wenig länger gebraucht für 7 Minuten. Aber nur ein bisschen. Ja? Ums Kennen. War ums Anschlecken war ich langsamer. So, warum haben wir jetzt mir da... Ah ja, deswegen. Da. Sehr schön. Weil keine Kinder, weil die Family zerstritten hat, also meine Cousine und meine Sis bzw. Mom deshalb nur am 25. essen gehen und dann Privatzeit, AK Streamzeit. Es ist jetzt einerseits richtig traurig, aber andererseits auch irgendwie befriedigend, ich weiß auch nicht. Für einen selber. 6 Minuten 54 in etwa, aber wurde nicht gestreamt. Aber das ist schon ein starkes Stückel. 7,20, genau. Ich hab 7 Minuten 20 gebraucht. Mal 1000 ungefähr. Ja, keine Ahnung. 120 Stunden? Wir sollten nicht So. über meinen Vater reden. Gleich aufpassen. So schlimm? Kann ich verstehen. Meine Ex-Frau und mein verärgerter ehemaliger Bediensteter vermitteln sicher kein sehr unbefangenes Bild von mir. Doch du bist neugierig, aufgeschlossen. Das ist wichtig. Ist da eine Walküre? Macht weiter. Lasst euch nicht stören. Wenn ich ehrlich bin, Loki, hast du Glück, dass Tatsächlich. meine Einladung noch gilt, nachdem du Tiere befreit hast. Aber mit ihm Zeit zu verbringen, ist vermutlich Strafe genug, oder? Mimir hat wenigstens seinen Humor nie verloren. Aber das liegt jetzt alles hinter uns. Ich ziehe es vor, nach vorn zu blicken. Hey, hey, hey! Ihr sollt sie trainieren, nicht enthaupten. Schläge nur unterhalb des Halses, ja? Ist das hier immer so, wenn ich nicht da bin? Allvater, Königin Gnaw? die Einherjar sind bereit für deinen Segen. Deshalb bin ich ja hier, oder? Es gibt wohl eine neue Walkürenkönigin. Großartige Soldaten, diese Einherjar. Aber Oha. wenn sie aus Valhall kommen, sind sie oft etwas benommen. Ich tue für sie, was ich kann. Helfe ihnen, sich an ihre Rolle im Leben zu erinnern. Das ist wichtig, meinst du nicht? Zu wissen, wer man ist. Es gibt allem eine Bedeutung. Münthinappen, Hrothgar. Münthinappen, Gorm. Münthinappen, Jana. Aha. Alles klar. Keine Ahnung, was er damit da hat, aber... Gut, weiter geht's. Wow. Bücher, gut. Die sind für ihn. Ich hörte, du bist ein eifriger Leser. Das sind nur einige Bände aus meiner persönlichen Sammlung. Danke. Jürgen, ich hoffe, ich rieche da keine Pilze. Bin ich der Einzige, der den Typen irgendwie komisch findet? Bin im ersten Run aktuell irgendwo bei 95 Stunden Spielzeit mit Level 164. Boah, ich bin ja am Ende irgendwie was zwischen 110 und 120 Stunden und Stufe 180 sowas umeinander. Also bist du eigentlich gut dran. Ne, mein Problem, ich habe ja meine Familie und mein Goli macht auf Dorfmatratzen in verschiedensten Ländern. Aktuell sind wir gerade bei Jysk, den verstehe ich nicht. Komische Vaterfigur, ja. Also, ich weiß das Angebot zu schätzen, aber ich weiß nicht, was du von mir erwartest. Im Moment bist du nur zu Besuch, Loki. Ein Schritt nach dem anderen. Schön langsam, Kerl. Bei allem Respekt, du musst wissen, ich wollte hier lernen, nicht dienen. Noch ein Diener ist das Letzte, was ich brauche. Ich brauche jemanden mit Motivation, mit Neugier, der die Initiative ergreift. Sieht gut aus. Ist das geschmort? Aber warum ich? Weil ich ein Halbriese bin? Glaubst du? Das ist Thor auch. Erlen, versuch wach zu bleiben. Für mich? Na gut, aber Hör zu, denk nicht viel drüber nach. Hä? Der Thor ist eine Halbriese? What the fuck? Ist das confirmed oder ist das jetzt in dem Spiel nur so? Das passt irgendwie nicht, das ist alles so friedlich. Ich habe ein Projekt, Genau das so dich nämlich. interessieren könnte. Eine große Chance, etwas zu lernen. Für uns beide. was ist mit meiner Familie, meinen Freunden? Ich muss sicher sein, dass niemand verletzt wird. Warum sollte ich jemanden verletzen?
Ich habe von Anfang an nur um Frieden gebeten, wie du weißt. Du bist jetzt hier. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Alles wird gut. Dein Zimmer ist schon nah. Mein Zimmer? Ah, der... Ja, gleich dort. Du kannst kommen und gehen, wie du willst. Nimm dir, was du brauchst. Sieh dich um. Du bist nicht mein Gefangener. Und worauf es ankommt, ich bin nicht dein Vater. Allvater, es gibt ein Problem, das der Lösung bedarf. Sif, du hast unseren neuen Hausgast noch nicht begrüßt. Oha! Sag Hallo zu Loki. Das ist er? Hier? In unserem Heim? Wie nett. Nimme! Diplomatin. Alles in Ordnung im neuen Midgard? Den Flüchtlingen geht es gut. Das Problem sind die Zwerge. Du weißt schon, wer ist zurück. Irgendetwas ist immer. Leg die Bücher weg. Wir haben noch etwas zu tun. Klar. Okay, wer ist die Mizi? Sif zu treffen war wirklich unangenehm. Sie verhielt sich mir gegenüber so eisig, dass ich begann, mir Gedanken zu machen, ob sie vielleicht weiß, was ich Modi angetan habe. Aber ich bin sicher, dass es niemand gesehen hat. Es ist schlimm genug, dass sie Vater verantwortlich macht und jetzt bin ich in ihrem Haus. Wenn ich weiß, was gut für mich ist und ich glaube, dass ich das weiß, gehe ich ihr einfach aus dem Weg. Ja, das wird schwierig bei dir. Irgendwann wahrscheinlich. Mit ziemlicher Sicherheit sogar. In Ordnung. Ich bin hier. Wo ist er? Oh, gleich da drüben, mein Vater. Ja. Da haben wir jetzt wieder ein... Hallo. Ist lange her. Was gibt es jetzt für ein Problem? Gar kein Problem, wenn man instabile Todesfallen bauen will. Ich habe diese Entwürfe persönlich genehmigt und das schon vor längerem, wie ich sagen muss. Hattest du heute nur Lust, mir auf die Nerven zu gehen? Wer ist der Kleine? Bildest du Taschendiebe aus? Weißt du was, Dürlin? Du stinkst nach billigem Met. Und das ist noch deine liebenswerteste Eigenschaft. Okay. 1-0 für den Odin. Alle mal hergehört. Hier spreche ich, eure gesamte Wirtschaft. Ihr sollt wissen, dass ich Vertrauen in euch habe. Dass ihr mir diese Maschinen wie versprochen liefern könnt. Pünktlich, kostengünstig und, natürlich, sicher. Die Zwerge haben mich nie im Stich gelassen. Und sie werden Ich glaub jetzt schon. nicht damit anfangen. In Ordnung? Gut. Ich glaube schon, dass das Fatal-Film ist. Bürokraten. Gut, ich gönne dir erstmal eine Pause. Wenn du an die Arbeit gehen und Antworten finden willst, komm in mein Arbeitszimmer den Flur runter. Ich komme mir da irgendwie gerade vor wie im Verkehrsregister. So quasi, wenn du es brauchst, dann ziehst du eine Nummer. So, ungefähr. Nach all den schrecklichen Dingen, die ich über Odin gehört hatte, hätte ich nie erwartet, dass er sich mir gegenüber so respektvoll verhalten würde. In der Hütte, als er mich nach Asgard einlud und seit unserer Ankunft hier scheint er wirklich interessiert daran zu sein, wer ich bin und was ich denke. Ich weiß, dass ich ihm nicht allzu sehr vertrauen kann, aber es ist schön, dass mir jemand zuhört. Ich fühle mich in seiner Nähe sicherer, als ich dachte. Ja, scheinbar. So. Haben wir eine Map? Wir haben eine Map. Glatzheim. Okay. Die große Loge, ja? Sauerhaft. Schauen wir mal, Fähigkeiten können wir jetzt aktuell... Jo, kann man schon lernen. Mehr ballern ist mehr gut, habe ich mir gehört. Mit Atreus haben wir auch schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt, das muss man auch sagen. Oh, was haben wir das? Asenuniform, eine Rüstung, die von den Schmieden Asgards gefertigt wurde, von Loki perfekt passt, okay. Ja, das nehmen wir mal. Mal anprobieren. Ist zumindest weniger dreckig.
Bogen, Entschlossenheit des Hüters, Bogenfähigkeit und Ruhmbeschwörungen haben eine verringerte Abgrenzung. Normale Pfeile werden in einer Salve abgefahren. Oh, nehmen wir auch mal. Schön. Was haben wir sonst noch? Runenaufladung. Das Töten eines Gegners mit einem Runenpfeil stellt sofort einen Pfeil an der Stelle wieder her. Nehmen wir. Wow, wirklich nützlich. Und sonst meine haben wir nichts mehr, oder? Gut ausgestattet. Wo fange ich an? Ja, nehmen wir mal. Der war jetzt halt direkt aus. Dann haben wir einen Eisenbogen. Ich hab mich so hart mit Pizza überfressen, dass mir einer direkt lebt mich am Arschpreis. Warum frisst denn auch so viel? Oh, die schaut zauberhaft aus. Oh, die schaut wirklich zauberhaft aus. Die nehmen wir. Weil Hunger. Ja, ich hab mich halt tatsächlich zusammengerissen, was mein Abendessen angeht. Jetzt hat schon das Metzgerbeil. Loki, stimmt's? Ich muss sagen, die Ironie daran ist mir nicht entgangen. Das war sein Zimmer, weißt du? Seins? Von meinem Bruder. Dein Bruder? Modi. Ah, dein Bruder. Wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Aha. Jetzt gehört's dir. Viel Spaß. Fru Toastdottir. Entspann dich. Du musst in recht kleine Fußstapfen treten. Wer ist denn sie jetzt? Wir sind ohne ihn besser dran, Loki. Glaub mir. Kommst du mit? Wer war denn der Modi noch einmal? Du brauchst noch dein Schwert. Also das ist peinlich, Atreus. Oder Entschuldigung, Loki. Das richtet jemand her. So kannst du natürlich auch Eindruck schinden, wenn du einfach mit dem Fleischerhackball ins Zimmer einer Grund bekommst. Ja, da hast du auch gleich mal einen Heidenrespekt. Du kaufst jeden schon mit Schneid ab. Ein Tor sei Bur. Ah, den haben wir im ersten Teil. Ja, okay, war schon wieder. Den haben wir im ersten Teil hops genommen. Richtig, Also, richtig. Was für ein Schwert ist das? Es ist neu. Einzigartig. Mein Vater gab es mir für die Walkürenausbildung. Sie bildet Walküren aus? Uiuiui, dann hätte ich es mit der aber ehrlich gesagt nicht zum Tun kriegen. So eine 50 cm Pizza mit Thunfisch und Zwiebeln und Knofi war jetzt auch nicht schlecht. Ja, du, da gibt's bestimmt einen Lieferanten, der wurde den Wunsch erfüllt. Willst du darüber reden? Ich wollte gerade zur großen Halle. Aber wenn du zu tun hast, ist Großvaters Arbeitszimmer die Treppe runter. Bin bereit, den Allvater im Arbeitszimmer aufsuchen. Okay, ich bin aber noch nicht bereit. Ich mag da erst einmal schauen. Das ist mein Zimmer. Früher war es Magnis. Ich steige wohl auf. Den hab's nochmal, das ist einfach blöd hergegangen. Der ist saublöd ausgerutscht. an einen Mistkäfer. Und hat sich dann ganz reidig das Hirn an den Stor eingerennt. Also ich soll dann praktisch... Aha. Ja, da werde ich jetzt wahrscheinlich nicht lang Wie wird gekinnen, man oder? eine Walküre? Zuerst trainiere ich, bis ich richtig gut bin. Dann warte ich, bis Großvater es bemerkt. Und dann müssen er und Vater Mutter überzeugen. Weißt du, Oder ist der mein Heimdall? Vater und ich, wir trafen auf einen ganzen Haufen Walküren. Moment, was? Wo? Du musst mir alles erzählen. Versprochen. Wisst ihr, an was mich die Halle erinnert? Das erinnert mich irgendwie voll an die goldene Halle Meduset aus Herr der Ringe in Rohan. Das hat irgendwie, ich weiß nicht. Da wenn jetzt hinter dem Theoden hinsitzt, ist das 1:1 Herr der Ringe. So ein bisschen. Kann sein, dass ich Thor keiner mag, samt seine Kinder. Das kann durchaus möglich sein. Kennst du schon Loki? Ah. Jetzt hat er dich damit reingezogen. Wo reingezogen? Ich bin nur freundlich. Ist das nicht Diplomatie? Du weißt schon, wer das ist, oder? Was sein Vater getan hat? Warum will er ihn nur hier haben? Mutter, komm schon.
Du bringst mich in Verlegenheit. Wir reden später darüber. Hey, kannst du mal deine Haare aufzeigen, du? Der will halt auf noch bei dir schlafen. Bevor du erledigst dein Anliegen mit dem Ich habe mal in meinen Haihaufen geschissen, was? Ja gut. Jetzt darf mich mal interessieren, was der Heimdall sagt. Der Heidal. Willst du dich noch ein wenig umsehen oder musst du wirklich an die Arbeit gehen? Haltet mich aus eurem erbärmlichen Imponiergehabe. Das ist ein Tor sein Alte, ja. Komm schon. Hast du heute nicht schon genug Heimdall gehabt? Gehen wir. Alter, ist auf einen ein dummer Schädel, weil du sonst nichts zum Tor hast. Hör mal, was auch immer Großvater von dir verlangt, denk dran. Das ist deine Chance, dich zu beweisen. Gibt's da hinten Manche nichts? von uns. Oh, ja, ich... Also du gehst einfach mich runter, Mock. anstrengen. Ja gut. Da kannst du aber auch nur darauf warten, dass das irgendwann eskaliert. 100%ig. Das bleibt nicht so. Irgendwann, und ich vermute sogar, vielleicht sogar noch heute, fällt da irgendwann der Kratos ein und dann ist da Achterbahn in der Gegend. Da bin ich mir 100%ig sicher. Bis später. Ja, ich verstehe. Ja. Ja, siehst du, wie ich nicke und sage, ja, ich verstehe. Redet der mit seinem Raum? Ja, ist gut. Ja. Siehst du, du lässt mich einfach nicht zu Wort kommen. Nein, Hugin, ich muss mir nicht die Ohren waschen. Du musst aufhören zu krächzen und die Antwort akzeptieren, von der du weißt, dass sie kommt. Oh, das Schwert bewegt sich. Ich habe es mir nur angesehen. Das alte Ding, das habe ich seit... Ach, wer weiß das schon. Hast du einen Namen? Ingrid. Wirklich? Ja, warum nicht? Ingrid die Scharfe. Nimm es, wenn es dir so gefällt. Im Ernst? Sieh es als kleinen Bonus an. Danke. Ich meine, im Ernst. Und die sagen, ich bin der Böse. Na los, gehen wir. Alter, kriegen wir mir jetzt ein Schwert. Gern geschehen. Ne, ja, Freunde, das nehmen wir. Ja, ich bin mir... Ingrid, da müssen wir mal schauen, wer Ingrid ist. Ich habe ein magisches Schwert in Odins Arbeitszimmer gefunden. Er sagt, es heißt Ingrid und ich darf sie tragen, solange ich hier bin. Sie scheint wirklich glücklich darüber zu sein, rauszukommen und etwas zu erleben. Können Schwerter sich langweilen? Ich frage mich, woher sie stammt. Ja. Ja, du kannst da uns gern noch mehr Waffen geben. Ich meine, das ist zwar klar, dass wir mir die irgendwann gebrauchen werden, ja, auch gegen ihn. Aber hey, wir wollen uns ja nicht beschweren. Okay, komm mit mir, bitte. Kann man die Truhe looten? Schade eigentlich. Ingrid. Indeed, Ingrid. Indeed. Oh, da haben wir jetzt in der Gruft oder was? Glaubst du, Krieg sei mein Antrieb? Oder Macht? Reichtum? Nein, nichts davon. Weißt du, was mich antreibt? Was ich wirklich will? Ich will Antworten. Genau wie du. Die Sterblichen haben es leicht. Wenn sie vor den großen Fragen des Lebens stehen, wenden sie sich an uns, um ihnen Sinn zu geben. Göttlichen Trost. Wir beide wissen, das ist reine Täuschung. Aber wenn wir Fragen haben, warum sind wir hier? Um den Sterblichen Sinn zu geben, während wir selbst ohne leben? Nein, wir sind mehr als das. Und ich habe den Beweis dafür entdeckt. Ja, ist ein bisschen ungemütlich für das Schlafzimmer, wenn du mich fragst, von sie. Was ist das? Was mich antreibt. Du spürst es, oder? Was ist das? Ich fühle... Wissen. Wahrheit. Jede Wahrheit. Alle Antworten. Wir könnten erfahren, warum wir hier sind, lernen, unser Schicksal zu ändern. Und Ragnarök aufhalten, vielleicht. Die retten, die wir lieben. Wie?
Ich war ein junger Gott, als ich es fand. Ich habe es viele Lebensalter studiert, folgte jeder Spur, selbst den aussichtslosen. Und fand schließlich nach langer Suche dies hier. Siehst du es? Dieselbe mystische Energie. Da ist ein Spalt. Können wir da hineinsehen? Davon würde ich abraten. Wofür ist die kaputte Maske? Erkennst du eine der Schriften darauf? Die sind nicht aus den neuen Welten. Schwelend. Obsidiani, Spitha. Aus schwelender Erde und Obsidianfunken. Und einem Feld an nie geschlagenen Schlachten. Bist du sicher? Wenn das ein Hinweis ist, verstehe ich ihn. Ich verstehe es nicht. Arbeite weiter mit mir und find's raus. Du musst niemanden umbringen. Du musst nicht deinen Vater verraten. Oder dich selbst. Komm schon, ich weiß, was du gefühlt hast. Die Antworten sind da drin, warten auf uns. Du hast dies hier übersetzt, als wäre es ein Kinderspiel. Wenn ich dir helfe, was dann? Thor, komm mal her! Allvater. Lass das Oh, leck! Finde raus, wo das herkommt. Nimm es. An diesen schleichenden Fleischberg. Und schau, wo es dich hinführt. Ich kann nichts versprechen. Unsinn. Viel Erfolg. Und du? Sei nachsichtig mit ihm, verstanden? In dem Moment, wenn die der Quamper die richtig der Schrecker kann. Alter, gehen wir jetzt mit dem Tor auf Reise, oder was? Muspelheim? Der Rest der Maske ist hier? Hier hat der Allvater uns hingebracht. Was meinst du? Also nimm das und mach deine Arbeit. Ist schon geil irgendwie, wenn wir jetzt mit dem Tor unterwegs sind. Ich meine, ich weiß zwar, dass er unser Feind ist dann, oder besser gesagt der Feind vom Kratos, aber trotzdem. Verdammt, woher soll ich das wissen? Der Alter. Allvater glaubt, du weißt, was du tust. Also tu es. Die Maske als Wegweiser. Die Maske ist auf Atreus Ziel abgestimmt und strahlt Licht aus, wenn er dem richtigen Weg folgt. Seltsam. Tja, wir müssen wohl durch den Felsen. Tor, machst du... Das hätte ich gemacht. Mit diesen Armen? War ja einfach scheinbar. Da wo der Kratos den Wand eingeschlagen hat, am Anfang mit der Axt hat mir. Ja, ja, richtig. Der hat da sein Name dort. Muspelheim, da ist warm, genau mein Urlaubsziel. Ja, da frieren tut die da nicht. Also um Heizkosten brauchst du da keine Sorgen machen. Mal sehen, was Loki und der glänzende Zahnstocher ausrichten können. Wow, Ingrid. Nicht schlecht. Oika! What the fuck? Bisschen langsam. Du könntest helfen. Okay. Oika! Und wohin sollen wir jetzt gehen? Okay. Der Atreus scheint langsam richtig OP zu werden. Ja, da durch den Berg durch, oder was? Du schiebst jetzt einen Berg auf Seiten dann nur, oder was? Da oben.
Wir könnten da einen Vorsprung erreichen. Wenn wir... Zu langsam. Hey! Ja, für ein Tor ist es Kannst einfach. nicht Leute so schnappen. Na, was soll ich denn sonst tun? Dich werfen? Jetzt hilft es sogar mit. Zu weit. Da oben sind Dinger, die uns mit Feuer beschießen. Vorhanddinger. Einen Bogen. Eucher! Ziel auf die Gegner über uns. Da hat der dritte mal so dermaßen ins Gesicht, dass Gletschen auf Zeiten hängt. Weißt du, ich habe von deinem Vater das Blutgeld bekommen für das, was mit meinen Söhnen geschehen ist. Aber nicht von dir. Noch nicht. Was meinst du? Später. Oh. Den Vater nicht warten, da du ihn erwählst. Die Maske. Ja. Der Tor hat noch eine Rechnung in Atreus offen. Ja, außer mit der Maske. Ah, da nach oben, wahrscheinlich. Oder da hinten durch. Ja, eher da hinten durch. Wir müssen durch diese Felsen. Hey, kannst du... Er versteht die Frage nicht. Ja, genau. Stell dir mal vor, was dir mit Knochen anstellt. Du willst über Blutgeld reden? Was ist mit den Riesen, die du getötet hast? Sie waren meine Familie. Tamur, Rungir. Sie waren auch deine Leute. Die Riesen waren eine Schande für die neuen Welten. Und ich habe jedes einzelne ihrer Opfer genossen. Na gut, wechseln wir das Thema. Also, das letzte Mal haben Vater und ich ja alle von Zutrittsprüfungen gemeistert. Könntest du... Legst mich nicht rein. Oh, zwischen die zwei herrscht ganz unflauschige Stimmung. Ah, er kann einfach durchs Lava durchspringen, sehr gut. Modi hatte ein paar Probleme, aber er war mein Sohn. Und der einzige Grund, dass du noch atmest, ist dieses zerbrochene Stück Holz. Hey, keiner von uns kann diese Mission alleine bestreiten. Und ich möchte den Allvater genauso beeindrucken wie du. Du brauchst mich nicht zu mögen, aber wir müssen einander vertrauen. Bloß ein wenig. Vertrauen. Naja, dann. Aua. Insgesamt nicht schlecht, aber nicht aggressiv genug, finde ich. Du kannst gerne noch was drauflegen. Wie was mit niedlich aggressiv? Ganz auf dich. Der Tor, wenn halt daherkommt, der rumpelt einmal rein und dann steht da nichts mehr. Also, in welche Richtung zeigt die? Aber der Tasi, mehr God of War Action ist mir gut, das geht. Aber der ist fit bei dir. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, du hast eine angenehme Woche gehabt und bist gut ins Wochenende gestartet.
Kleiner. Wo führt die Maske uns hin? Jetzt chillt der Knirscheiben, Quamper der Uhu, ich muss ja erst einmal schauen, ob es Loot gibt. Aber offensichtlich gibt es da keinen Loot mehr. Oh, doch, da hinten gibt es nämlich nichts. Wie kommen wir da hin? Achso, da kann man einfach nur, da müssen wir einfach dran schießen. Okay. Und da noch irgendetwas? Das kann nicht stimmen. Ein wenig Ton schießen. Ist das doch. Sehr wahrscheinlich da hinten durch. Ja, das ist klar, dass wir da entlang müssen. Die Maske zieht, hier entlang. Wir müssen irgendwie nach unten. In Ordnung. Ich wollte dich übrigens nicht reinlegen. Die Prüfungen machen Spaß. Hast du nie Spaß? Du bist so anders als deine Tochter. Sie schien... Sieh dir das an. Erst einmal alles kaputt schießen. Okay, den fetten Knädel, da kann man nicht kaputt schießen. Wo ist er denn überhaupt? Ach, da hinten! Tor, was zum... Moment, Suturs Schrein. Du bist da drüben nicht gestorben, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Haben wir beim Sutur gewähnt? Im ersten Teil oder im Vorgänger? Ich weiß halt einfach nicht mehr. Achso. Nein, aber ich dachte... Tja, das ist dein Problem. Die Prüfungen sind hinter der Klippe. Das wäre doch was für dich und Blut. Erst kümmern wir uns um die hier. Na los, Thor, probier's einfach mal. Was hast du zu verlieren? Zeit. Alter, was ist denn mit dem Schwert verkehrt? Bleib doch ein... Ja, genau. Versucht es nur. Schon müde? Nicht im geringsten. Boah, leck, was kommt denn da raus? Ein Oger. Nicht im geringsten. Jetzt eskaliert's aber ein wenig, ha? Verschwinde. Oike. Wie stark soll es eskalieren? Na gut. Vielleicht ein bisschen Angst. Wie wär's mit etwas Hilfe? Da wir wenig Zeit haben, will ich mal so nett sein. Oike.
Ich darf trotzdem gerne mal sehen, wie der Tor in der Mitte Allvater hat auseinanderhaut. hunderte Winter gewartet. Was macht ein bisschen länger aus? Es macht Spaß. Na schön. Du bleibst genau hier. Jawohl. Falkenflug, okay. Das sollte ihn ein Weilchen beschäftigen. Hoffentlich. Hä? Und jetzt? Ich will eine Herausforderung. Ja, wie kommen wir jetzt wieder ohne ihn durch? Die Maske will, dass wir da hingehen. Aber gehen wir zuerst zum Schrein. Wir finden das andere Teil, wenn Thor zurück ist. Wo soll die hin? Thor ist noch beschäftigt. Ich sollte zum Schrein. Ach so, zum Sutur-Schrein, oder was? Ah. Hey, Ingrid. Traust du den Asen? Ich weiß, ich kann ihnen nicht trauen. Sie müssen nur mir trauen, aber das wird nur geschehen, wenn sie glauben, dass ich ihnen traue. Sehr gut, Kletterpartie auf dem Vesuv. Super Sache. Mein Vater und ich waren bei unserem letzten Besuch in Muspelheim hier. Scheint ewig her zu sein. Okay. Na, der andere wirkt der Mafia auf dem Berg da oben. Das ist der Schrein. Olka! Könnt ihr nicht gegen... Wo kommen die alle her? Olka! Okay. Ach, da ist ein Nest drin, deswegen. Olka! Loki 15 spricht mit seinem Schwert. Der hat quasi das Bett in meinen Kopf mal schon sicher. Okay. Onkel Ah. Bruder? Weißt du, für jemanden, der als Krieger ausgebildet wurde, erschrickst du ziemlich leicht. Ich bin nicht. Was machst du hier? Darf ein Mädchen nicht mehr einen Schrein besuchen? Du bist wegen Suturs Murmel hier. Möglich. Du suchst also nach weiteren Riesenmurmeln? Du weißt, wie das aussieht. Wie die Lebensgeschichte von einem der unseren? Oder vielleicht wie ein Vorratsschrank? Nein, als würde man dem Schicksal trotzen. Die Frage ist, was machst du hier? Mein Schicksal neu schreiben. Hast du das von Odin? Nein, also ja, aber nicht. Ich arbeite nicht mit ihm. Ich würde Na, ihm nie natürlich etwas nicht. über den Eisenwald sagen, falls du davor Angst hast. Und ganz sicher diene ich ihm nicht. Worte der Prophezeiung, nicht meine. Ich muss eine Murmel finden. Du kannst helfen, wenn du willst. Gut. Aber willst du wirklich so die Regeln brechen? Es gibt keine Prophezeiung, in der du Murmeln sammelst. Das Ende steht für uns noch nicht fest, oder?
Komm schon, Streiter. Das schreit aktuell noch 3 Enden. Ja, schon so ein bisschen. Hallo auch. Ja, so jetzt, wo magst du? Noch eine Murmel. Von Sutra. War ohne Seele darin. Er ist also noch irgendwo da draußen. Vor einer Weile hast du erzählt, wie die Riesen weggingen. Denkst du noch an sie? Die ganze Zeit. Sie sind weit weg von hier. Weit weg von Odin und Thor. Ich frage mich, in welche Länder sie gegangen sind. Welche Meere sie durchquert haben. Warum? Ich will sie finden. Ich rette meinen Vater und dann finde ich sie. Es beginnt. Wer ist das? Nicht Sutra, so viel ist sicher. Sieh dir den ganzen Frost an. Shinmara. Ich glaube, ich habe noch nie von ihr gehört. Und da kommt Sutra. Wow, das muss ein Kampf gewesen sein. Ja, bis er aufhörte. Sie haben aufgehört? Oh, nein, sieh mal. Sie haben gemeinsam gekämpft. Sie sind sogar Freunde geworden. Gute Freunde. Sind die... Ja, sieht ganz so aus. Oh, tja, das ist gut für sie. Wir haben sie lieb Aber gehabt. offenbar hat sie ihre, Liebe zu einer Art riesigen Kreatur verschmolzen. Ragnarök. Und dann... Zerstört Ragnarök Asgard. Ja, das habe ich in Grors Schrein gesehen. Tja, das war interessant. Oh hey, weißt du noch die Schlange, in die wir die Seele gesteckt haben? Ist schwer zu vergessen. Ich habe sie gesehen. Sie wird größer. Also Weltenschlange. schneller als normalerweise. Ja, sowas habe ich mir schon gedacht. Ich bleib hier. Ich will nicht, dass dein Freund einen Riesen trifft, den er übersehen hat. Natürlich, aber sei vorsichtig. Bitte. Du auch, Loki. Ja, aber letztes Mal schon, wie das gewesen ist, habe ich schon gesagt, dass das vielleicht eine Anspielung darauf ist, wie die Riesen, also die Weltenschlange entstanden ist. Ich fühle, der Atreus muss sich entscheiden für eine Seite, für den Vater, für Odin oder für die Riesen. Ob Thor tot ist? Das kann sein, das ist, glaube ich, gar nicht einmal weit hergeholt. Das kann natürlich möglich sein. Hat es noch nie gegeben in einem God of War. Das heißt aber nicht, dass sie es vielleicht nicht irgendwann einmal bringen. Möglich war's. Aber ich hoffe, das jetzt natürlich nicht. Ich hoffe, dass es einfach ein generelles Ende hat, das Spiel. Sonst muss es 3-mal durchspielen. Natürlich. Ich gebe es zu, es hat Spaß gemacht. Als ich fertig war, türmten sich bergeweise Leichen auf, umgemäht wie Weizen. Ah! Großartig. Hilfst du mir hier unten? Hätte nicht gedacht, dass du nach all den Prüfungen meine Hilfe brauchst. Oder hast du bloß deinem Vater zugesehen? Hey, warum dauert das so lang? Von wegen lang. Was war denn das jetzt? Glaubst nicht, welche Massen ich von diesen Dingern erledigt habe. Einfach wundervoll. Aua. Ich glaube, du hast recht. Krug wäre begeistert. Sie Wo würde liegt sich die zumindest Basti? besser schlagen als du. Wenn die Kreaturen gehen teilweise auch das Schwert los.
tun können. Du scheinst mir doch ganz gut klarzukommen. Ich habe dir vertraut. Ich wollte gerade sagen, die Gegner waren nämlich deutlich zu stark. Wir müssen wohl durch dieses Tor. Ach ja? Ich musste ja was machen, während du gekämpft hast. Sieh trotzdem noch mal nach. Sicher. Durch das Tor, wie ich sagte. Tor? Na, ist das nicht beeindruckend? Wie Total. ein echter Gott. Du bist ein Gott. Verdammt richtig. Und ich auch. Ah, das hätte er vielleicht nicht sagen sollen. Ja, wahrscheinlich wird man da auch vermissen. Hier ist es. Das ist die Stelle. Und wo ist es? In der Lava? Ich weiß nicht. Wow! Oh, nein! Alter, ja, natürlich, als ob. Ah, verdammt! Kleiner Tipp. Deine Hand in Lava zu stecken, fühlt sich nie besonders gut an. Ich habe nicht nachgedacht. Gut. Das ist auch besser. Na gut, verschwinden wir. Ach. Versuch nicht nochmal, mich reinzulegen. Du bist ganz in Ordnung, aber trotzdem ein Riese. Ich werde auch dich mit Freuden töten. Sehr angenehm, Tor. Loki. Der Riss wurde heller. Sieh, das ist es. Hier, einer dieser Sätze ist vollständig. Man kann alles lesen. Kannst du es übersetzen? Noch nicht. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, wenn wir den Rest davon finden, können wir damit da reinschauen. Ohne, naja, ein Auge zu verlieren oder so. Wir sind ein gutes Team. Oder? Oder? Wir sind ein echt gutes Team. So wie du und Balder. Habt ihr euch auch vertragen? Thor war wirklich toll. Ich habe viel gelernt. Du hast was von ihm gelernt? Tatsächlich. Na schön. Was hast du ihn gelehrt? Gar nichts. Das könnte ich ihm schon beibringen. Ganz genau. Ah, ich hatte mich schon gefragt, wo das ist. Eigentlich hatte ich es schon geahnt. Sinneswandel? Ich bin nicht sicher, warum ich nach Asgard kam. Aber jetzt ist mir klar, ich bin kein Spion. Du musst wissen, dass du mir trauen kannst. Und wenn ich dir helfe, das zu Ende zu bringen, muss ich dir vertrauen. Vertrauen ist Arbeit, verstehe. Nimm das, kriege den Rest raus. Sofern du bleibst, meine ich. Sagst du mir, was du da drin wirklich suchst? Übersetze das hier und ich erzähle dir alles. Und darauf, junger Mann, kannst du vertrauen. Da steht da ist irgendein Scheiß drin. In Atreus Quartier zurückkehren. Erste Minuten. Bist du immer so hart zu Thor? Sieht aus, als wärst du irgendwie böse auf ihn. Oh, jetzt werden wir aber langsam persönlich. Na, ist das gar nicht. Es ist, also ehrlich zu sein, ist das die einzige Sprache, die er versteht. Ich mein's ernst. Versuch mal nett zu ihm zu sein und schau, wie weit dich das bringt. Ja, da hat er jetzt ausnahmsweise wirklich nicht einmal Unrecht, der Odin. Also er ist schon, der Thor ist schon ein zintiger Batzen, gell? So richtig auf Krawall aus. Eigentlich der Gegenpart zum Kratos im Endeffekt. Wobei der Kratos jetzt in den Spielen ja nicht mehr so krass für Krawall aus ist. So, ne? Der möchte eigentlich seine Ruhe haben. Mehr oder weniger. Gut, komm mit, Hugin. Nur nicht zu lange über die schwebenden Felsen nachdenken. Tor gehen wir Blutwiesen, dein Blut, mein Wiesen. Achso, jetzt kommen wir in die Truhe, du eine Dusche her.
Da hat er bestimmt nichts dagegen, wenn wir ihm ausrauben. Servus, Wifi. Jetzt bist du richtig da, sehr schön. Hey, du bist zurück. Los. Wie war's? Hat sich Vater benommen? Ja, ich meine... Das Schwert aus Großvaters Arbeitszimmer? Oh ja, ihr Name ist Ingrid. Hallo Ingrid. Wow, der Allvater muss dir wirklich vertrauen. Zum Glück hast du deinen ersten Tag überlebt. Ja, sehe ich auch so. Morgen reden wir Was ist das eigentlich für ein Hammer? Das ist auch ein dezenter Meinungsverstärker. Schadenwurfstern oder wie die heißen? George Washington war bekannt dafür, ca. 7% seines jährlichen Gehaltes für Alkohol auszugeben. Okay, das tun halt auch noch einige. Einige geben sogar halt noch mehr Prozent für einem Gehalt für Alkohol aus. Fichteli, Dankeschön für deinen Resub im 12. Monat. Ein Jahr Bazi-Gang. Das ist eine lange Zeit. Du hast ganz schön viel Lebenszeit bei mir verschwendet. Dankeschön. Viel Spaß weiterhin mit dem Holz und viel Spaß natürlich weiterhin in der Bazi-Gang. Und willkommen natürlich. Wie geht's da? Alles gut bei dir? Langer Alert. Ja, extra gemacht fürs Jahresjubiläum. Da ist er ein bisschen länger, tatsächlich. Ja, die haben ungefähr alle Waffen. Da, ein Sauron, seine Keule steht auch im Eck umeinander. Sehr schön. Du bereust keine Minute, Mrs. Fichteli. Diese Schmeichelei freut mich außerordentlich. Ja, das freut mich, wenn das Jahr für die, ja, wenn das Sinn macht, sagen wir so. Oh, da können wir schauen. Naja, es ist ein ziemlich gutes Schwert. Es ist bestimmt, ich rege mich nicht auf. Ich bin besorgt. Du weißt, dass ich etwas anderes für sie will. Du willst nicht, dass sie ein Schwert hat? Es geht nicht darum, ein Schwert zu besitzen. Es geht darum, wofür sie es benutzt. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, tue ich. Und das wünsche ich ihr auch nicht, verstanden? Mach dir keine Sorgen. Sie ist sehr klug. Klüger als ihr Vater. Naja. Wenn du recht hast, hast du recht. Komm her. Also in die griechischen Teile darf man jetzt mindestens ein Nümmerchen hören. Oder sagen, wahlweise. Und für die jetzt nicht kapieren, da ist jetzt der Thor drin mit seiner Alten. Mit der gut aussehenden Blonden. Das war ein komischer Tag. Ja, genau. So. Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. UHA Ting Tang Walla Walla Bing Bang. Ja, genau, so ungefähr. Seit ungefähr 61. Die Alte ist einfach, das Text-to-Speech, das ist einfach so gestört teilweise. Da tut jetzt quasi sein wahrer Hammer aus. Ja. Ah, der Griff von der Mama. Weil der ist ja schon wieder älter geworden.
Guten Morgen. Noch nichts Neues. Ich habe einen Plan. Oh ja? Oh. Die Norn. Du fandest sie einst. Kannst du das nochmal? Ja, vielleicht, aber ich verstehe nicht, wie Sie uns sind die das... Mäuren dieser Lande, oder nicht? Ich wüsste, was Sie wissen. Sie zeigen sich nicht oft kooperativ. Solange Sie sich zeigen, wo suchen wir? Midgard. Aber wenn Atreus in Asgard ist, kriegen wir ihn nicht wieder zurück ohne eine Armee. Wir sollten eine aufstellen. Ja, so ein katastrophaler Krieg verbessert doch jede Situation. Der Junge scheint recht fähig. Vielleicht braucht er nur noch etwas Zeit. Du bist hieran nicht unschuldig. Du hast seine Torheiten unterstützt. Seine Verwirrung. Ich suche keinen Krieg. Aber wenn Odin meinen Sohn entführt hat, dann wird mir jedes Mittel recht sein. Dein Wesen war nie ein Geheimnis, Kratos. Aber du, Freya. Krieg als beste Lösung? Das ist nicht die alte Freya. Ich hoffe, die Nornen geben dir den gewünschten Rat. Meiner ist hier wohl nicht mehr von Nutzen. Tyr, warte. Wir dürfen uns jetzt nicht noch mehr entzweien lassen. Komm, setz dich, bitte. Was ist eigentlich, wenn zwei Kriegsgötter kämpfen? Ist das dann noch ein Krieg? Du warst sehr still. Ganz ehrlich, ich bin überrascht, dass gerade du das Schicksal befragst. Aber deine Instinkte haben uns noch nie enttäuscht. Finden wir die Nornen. Oh, here we go again. Krieg hoch 2. Krieg im Quadrat. Apokalypse God of War PS3. Ja, das Ding ist, die Schicksalsgöttinnen unter Kratos haben ja nicht wie sag ich denn? Nicht, die haben nicht eine Vergangenheit, die wo man unter den Tisch kehren kann. Ja? Kratos und Schicksalsgöttinnen, Brudi, schwierig. Ja? Also im zweiten Teil hat der Kratos sich gedacht, hey, scheiß auf die Schicksalsgöttinnen, wenn ich einen Kopf abhau, dann habe ich mein Schicksal selber in der Hand. Hat er tatsächlich auch so umgesetzt. Ja? Und jetzt möchte er Schicksalsgöttinnen noch Rat fragen. Du stehst im Mittelpunkt des Geschehens, das hast du schon immer. Deshalb hat Odin dich doch überhaupt erst eingesperrt. Jetzt kartelt man erst da Runden, Freunde. Das bezweifle ich stark. Es ist die Wahrheit. Und nicht nur wegen der Prophezeiung. Niemand hat die Welten je so vereint wie du dereinst. Aber dieser Tier bin ich nicht mehr. Ich weiß, dass du dich jetzt so fühlst. Wo müssen wir, also, also jetzt aber noch mal kurz für ein bisschen Blödsinn, ne? Noch mehr als das. Und das wäre? Bestimmung. Sie wird irgendwie auch von Stream zu Stream schöner. Weg, der dich zu dir selbst führt. Keine Ahnung, was die nimmt. Also, dass ich mein Schicksal annehme? Aha, ja, riecht das Tierschloss her, sehr gut. Warte mal. Ich hab was für dich. Sindri! Ich komme! Bevor du in die Dämmerung verschwindest, dachte ich, du hättest vielleicht gerne das hier zurück. Drum wurde kritisch schon. Na, freu dich nur nicht zu überschwänglich darüber. Aber gern geschehen. Ich habe jetzt alles zusammen, um die Nornen zu finden. Gehen wir? Wächterschild. Der hat da, tut uns einen Schädel wieder her. Den, wo wir früher auch gehabt haben. Das ist der besser. Ah, ja, da schau hin. Das ist der Schädel von der Frey. So, Mizi, wie schaut's jetzt aus? Ab in die Büsche, oder was? Wir sollten mit einigen Konsequenzen rechnen. Oder wir nehmen einfach die Schicksalsgöttinnen und schieben es woanders hin. Oh, der Flauschknädel mag reden. Eichhörnchen. Ah, Meister Kratos, ich bitte um Entschuldigung. Frau Nidaugers Verschwinden belastet mich wirklich zutiefst. Ist eine Freundin von dir? Weniger eine Freundin als eine weitere langjährige Bewohnerin des Baums. Sie war sogar vor mir hier und das ist schon wirklich Ewigkeiten her. Allein der Gedanke, dass etwas sie von ihren Babys fernhält. Furchtbar, einfach furchtbar. Also jetzt mal ganz base gesagt, ne? Jetzt habe ich mal einen richtigen Sarkasmus, einen sadistischen Moment, Sarkasmus.
Jetzt habe ich einen statistischen Moment. Naja, wenn man sich mal jetzt bildlich mal vorstellt, was wäre, wenn der Kratos in der griechischen Fußballmannschaft spielen darf, ja? Was meinst du, wie weit der fliegen darf, wenn er Bananenflanke macht mit dem Viech? Ja? Der landet mindestens auf den rechten Zweig von dem Band entert. Minimum. Wir nehmen einfach die Schicksalsgöttin und Schirms enden. So, sei so und nicht anders habe ich das jetzt von dir erwartet. So, wo müssen wir hin? Wir haben ja gesagt, Hauptmissionen machen wir also, indem wir das noch Midgard. Der Schicksalsspruch. Oberer Wildwald. Ja, der wilde Wald. Ich habe gesagt, ab in die Büsche. Ja, sagt es. Sie will es auch. Und Atreus ist ganz sicher nicht mehr in Midgard. Ich war gerade dort und fand keine Spur. Wenn Odin ihn eingeladen hat, hat er einen Weg bereitgestellt. Nein, das ist nicht die einzige Erklärung. Sag mir, wo wir diese Nornen finden. Ich habe einige ihrer Fäden beim gefrorenen See entdeckt und habe einen für die Zauberei eingesteckt. Aber wir können ihn auch nutzen, um sie zu finden. Aber denk daran, sie wollen wirklich nicht gefunden werden. So wird es zur Abwechslung wenigstens mal schwierig. Alter, war ja sonst doch nicht schwierig nur. Die Mission, wo du gerade spielst, aber ganz ausgeblendet. Ich bin in der da noch. Aha. Wir sollten mit deinem Schlitten zum See fahren. Schlitten fahren? Midgard. Wie ich den eisigen Wind und die ständigen Räuberangriffe vermisst habe. Sie glauben, dass Kratos für Fimbulwinter verantwortlich ist und dass sein Tod ihm ein Ende setzt. Wie kommen Sie auf so eine Idee? Durch mich natürlich. Natürlich. So, Miezi, jetzt wird Schlitten gefahren. Weiß nicht, ob du das magst, aber das wird glitschig. Was? Hierher. Oh, Flauschnägel. Aus! Sie ist deine Freundin. Jetzt. Besser, wenn du das machst. Ein Arm, wenn's da tust, dann kann Sobald die Wölfe die Fährte der Nornen haben, müssen wir ihnen nur noch folgen. Ich öffne das Gatter. Ja, ist ja schon gut. Die Fell ist verfilzt. Wann hast du sie zuletzt gekämmt? Das sind Wölfe. Glitschig und glatt und Krankheiten. Kümmere dich um sie und sie kümmern sich um dich. Also die Wintergegend schaut schon geil aus. Willst du die Nornen fragen? Wie ich meinen Sohn finden kann. Nichts weiter. Du glaubst nicht, man könnte so das ganze Prophezeiungschaos auflösen? Eine zweite Meinung zu deinem angeblichen Ableben erhalten? Ich wusste nicht, dass du eine Todesprophezeiung hast. Als Atreus und ich Jötunheim erreichten, fanden wir ein verstecktes Wandbild. Die Riesen, Frey selbst, hatten unsere gesamte Reise vor langer Zeit vorausgesehen. Wen wir treffen, gegen wen wir kämpfen würden. Alles, wie es geschehen ist. Aber du bist nicht tot. Das Bild war aus einer Zeit, die noch kommt. Verstehe. Ich dachte nicht, dass du den Tod fürchtest. Darum geht es gar nicht, oder? Nein, der Tod kann mich haben, wenn er mich verdient. Dann ist es vielleicht war nicht das erste Mal. Die dich beunruhigt. Faye hat dich auf deine Reise geschickt und dafür gesorgt, dass du am Ende dieses Bild siehst. Und du weißt immer noch nicht, warum. Ich möchte darüber nicht weiter reden. Jetzt, wo wir auf dem See sind. Wie Seht ihr nun? die Nornen? Beobachte die Wölfe genau. Siehst du, wie ihre Köpfe den Weg weisen? Tatsächlich. Das, Freunde der Sonne, das ist Spieledesign auf hohem Level. Dass du quasi deine Umwelt oder deine Mitmenschen kommen jetzt nicht so, die Kreaturen, dass die dir Hinweise geben, ja? Nicht einfach irgendwie random einfach irgendeinen Questmarker hinklatschen, so von wegen, da musst hin, sondern in dem Fall schauen da wirklich die Wölfe mit dem Kopf realistisch da hin, wo du hin sollst. Das ist, Freunde, Spieleentwicklung oder Spieledesign auf ganz hohem Level. Ja? Habe ich aber von Santa Monica auch nicht anders erwartet an der Stelle. Ja, habe ich schon das eine oder andere Mal gesagt. Kratos Gentleman bei der ist mir neu. Stimmt. Gut, er hat sonst noch nie wirklich eine Weiberleid als Begleitung gehabt. Muss man ja mal ein wenig gut halten. Ja? Gerade schaut, dass es bei uns keinen gescheiten Winter mehr gibt.
da hast du jetzt nicht Unrecht. Deswegen sage ich, also ein schöner weißer Winter, auch wenn ich grundsätzlich keinen Schnee nicht brauche, aber eine weiße Weihnachten war wirklich mal wieder geil. Und ein weißes Silvester auch, zwecks der Schneeball. Ich finde das Gesamtpaket einfach super. Ja. Bessere Tage gesehen. Räuber haben es sich hier gemütlich gemacht. Ich glaube nicht, dass ich seit unserem Kampf gegen Sigrun wieder hier war. Sie spricht mit Achtung von diesem Kampf. Du weißt davon. Sie hat mir alles erzählt, als sie mich fand. Sie sah in dir einen Verbündeten, lange bevor ich daran glaubte. Die Walkürenkönigin. Das ist richtig gut gemacht mit die Wave. Ich bin die Walkürenkönigin, woran Sigrun mich hartnäckig erinnert hat. Ich hätte mir denken können, dass Sigrun dir geholfen hat. Sie ist so loyal, weise, klug. Es braucht keine Liebesgöttin, um dich zu verstehen. Der Schicksalsfaden, dem wir folgen. Ist nicht das Leben von jemandem, wenn du das meinst. Alter, wie geil die Gegend ausschaut. Damit ihren Weg, wenn sie außerhalb des Brunnens sind. Die Nornen leben in einer Quelle. Nein, der Earth-Brunnen ihr Zuhause ist. Achso, da muss man absteigen, oder was? Ah. Die Wölfe haben uns hergeführt. Okay. Das ist die richtige Gegend, aber wir können mit dem Schlitten nicht weiterfahren. Sitz und gib Futter. Ich hoffe nur, dass die Nornen irgendwo drinnen sind. Im Warmen. Eins ist sicher. Ich habe Midgard Oh, wie mit dem Knie. Winter nicht vermisst. Danke. Ich möchte ja nichts sagen, aber sie wahrscheinlich in meinem Channel. Das hättest du halt jetzt einfach auch nicht sagen dürfen. Oh Mann. Also da soll noch einmal einer sagen, bei uns ist langweilig. Ja, oder nicht lustig oder was weiß ich was. Soll noch einmal einer sagen. Ich meine, hat zwar glaube ich eh noch keiner gesagt, abgesehen davon, aber... Königsgrab. Ja, na, das servus. Vorsicht, Feuer! Do you want Hacke to your face? Oder ein Böse, je nachdem. Von rechts! Au! Der war ganz schön zimtig. Ja, okay, da brauche ich doch Chaos kriegen. Rechte Seite, Bruder! Ah, der macht nicht wenig Schaden, der Bursch. Rechte Seite, Bruder! So, jetzt hopp, hopp, weiter. Wenn sie fällt, dann weiß ich nicht. Ja, der hat Karies gehabt, der hat Zahn hat raus müssen. Und damit ja auch nichts passiert, haben wir meinen Kiefer auch gleich auf. Letzter Gegner.
Der weitere Weg ist magisch versiegelt. Irgendwas hier drin gibt ihm Kraft. Ja, los mir raten, wir müssen mal herausfinden, wo's. Darf ich das ominöse leuchtende Grab vorschlagen? Im Heimkino ist dann was für mich, okay. Das Heft eines Schwertes. Moment! Ich kenne dieses Schwertheft. Vorsicht damit. Du weißt am besten, dass Waffen Geister mit sich tragen können. Hilft die Nornen zu finden. Rolf Kraki. Wer ist denn Rolf Kraki? Ist die Frage. Achso, gut, okay, aber dann können wir nicht dran. Können wir den da dran? Leider nicht, okay. Suchen wir weiter. Hier lang. Irgendwo sagt man, dass das Gespenst, was in dem Schwert da immer da drinnen ist, mir uns dann lang Kehle mehr hat. Ich kann versuchen, sie zu bannen. Ja, Freya, schwing du mal deinen Bannhammer. Mystisches Tor, okay. Können wir uns da mal einen Shortcut machen, wenn es wirklich war? Jetzt ist nicht die Zeit für Spaziergänge. Freya hat was entdeckt. Du sollst das Hobby treten erst. Mei. Obna. Respekt. Was so ein Haufen Pulver schnell alles ausmachen kann. Hier ist nichts. Eine falsche Spur. Ich fürchte ja. Wir müssen abwarten, was die Wölfe noch finden. Typischer nornischer Unfug. Sie wissen, dass wir sie suchen. Ich habe gesagt, dass sie es nicht leicht machen. Was hat das Schwertheft eines verfluchten Königs damit zu tun? Ablenkung, Zufall, wer weiß. Sie würden wohl sagen, es war unser Schicksal, es zu finden. Ja gut, dann müssen wir uns wieder noch die Wölfe richten. Was ich sagen wollte, das Zuhause der Nornen wird Earthborn genannt. Er ist an keinem festen Ort, Eingänge kommen und gehen. Ein Ort, der ganz unter ihrem Einfluss steht und an dem das Nicht-Greifbare greifbar wird. Nur für den Fall, dass es gewundert. Sage ich lieber vorsichtshalber noch dazu. Der Grund, warum ich jetzt weniger rede, oder generell halt ein bisschen weniger rede, weil erstens ich wissen möchte, was die schmatzen, ja, damit wir der Geschichte folgen können. Und das Gleiche ist im selben Atemzug, damit ihr auch alles mitkriegt. So, für die Leute, die das nicht selber spielen, sondern nur zuschauen. Nicht, dass man ein schlecht glaubt oder sonst was. Aber wenn wir zusammen reingehen, sind wir im Kopf des anderen. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Mimir, bist du den Nornen schon mal begegnet? Nicht persönlich. Freya hat recht. Sie können Besuche ziemlich gut verhindern. Odin hat es jedenfalls versucht. Sagte aber nicht, was dabei rauskam. Entweder hat er aufgegeben oder er wollte vergessen, was er gesehen hat. Freya, erzählst du uns mehr darüber, als du die Nornen das letzte Mal aufgesucht hast? Ehrlich gesagt sind die Details verschwommen. Wie wenn man aus einem Traum aufwacht. Ich erinnere mich vor allem daran, dass nichts das Schicksal meines Sohnes... Wofür müssen wir hin? Rechts. Dadurch wurde ich noch entschlossener, es zu versuchen. Bruder, was ist mit deiner Geschichte? Du bist den Mäuren deiner Heimat begegnet, ja? Die Legenden, die ich über den Geist Spartas hörte, waren sicher übertrieben. Übertrieben? Oh, nicht das schamlose Blutvergießen und der gerechte Zorn, sondern der Teil, in dem du in der Zeit zurückgereist sein sollst, um eine verlorene Schlacht zu gewinnen. Das ist natürlich sehr unglaubwürdig. Ein Gerücht, dass Thor die Weltenschlange bei Ragnarök in die Vergangenheit prügelte, ist eine Sache. Das ist die Wahrheit. Die Schicksalsfäden umspannen alles Leben und alle Zeit. Die Mäuren haben ihre Macht missbraucht. Als ich mich ihnen stellte, drohten sie mein Leben ungeschehen zu machen. Also habe ich sie getötet und ihre Macht gegen Zeus gewandt. Ich habe noch nie etwas Gefährlicheres und Dümmeres gehört. Diese Nornen haben keine solche Magie und auch sonst niemand in dieser Welt, den ich je gesehen habe. Ja, stell dir nur vor. Wenn es sie gäbe, würde Odin sie haben. Und wenn Odin sie hätte, wäre unser Schicksal noch mehr besiegelt, als es ohnehin schon ist. Ich würde sie nicht bitten, die Vergangenheit zu ändern, selbst wenn sie könnten. Ich möchte nur Informationen.
Und das ist meiner Erfahrung nach schon gefährlich genug. So, okay, was haben wir da? Im Endeffekt hat jetzt der Kratos nochmal oder uns nochmal verzeiht, warum er die Mäuren, also die Schicksalsgöttinnen, in der griechischen Mythologie hops genommen hat. Aber die viel wichtigere Info, die ich da jetzt aufgeschnappt habe, haben die griechischen Götter mächtiger als die nordischen, ist die Frage? Weil das hat sich jetzt gerade so angehört. Mal sehen. Ich spüre etwas. In dieser Richtung. Ich höre vor allem einen Raum Odins, da oben ist er. Noch eine Illusion. Es kommt von dieser Wand. Die Nornen verbergen etwas. Aha, und seine Zwergenfreunde haben natürlich auch wieder da, ist eh klar. Weil geht doch nicht ohne einer. Kratos! Ich spüre die Nornen hier drüben. Ja, chill eigentlich schon. Erst müssen wir sowieso mal gesungen raffen. So hab ich's verstanden, ja. Es hat sich jetzt schon so angehört, wie wenn die gesagt hätten, hey du, die Mächte, was deine Schicksalsgöttinnen gehabt haben, die unseren bei Weitem nicht. Griechenland gegen Norwegen oder Dänemark oder gegen beide. Fast auch Schweden noch mit reinnehmen, tatsächlich. Ob na. Ha! Verarscht. Nichts. Noch eine Sackgasse. Ja gut. Müssen wir weiter so. Irgendwo müssen sie ja sein. Falle. Servus. Noch ein Räuber! Von links! Vorsicht! Von hinten! Ah, nein, nicht von hinten. Das tut aber so weh. So schnell! Nutze deinen Schild! Halten Sie bitte die Klappe. Ah, ich glaube, du bist jetzt ein Kopf kürzer. War ja zum Rechnen damit. Das waren alle. Diese Suche wird nur noch gefährlicher werden. Dann suchen wir weiter. Wurscht, mehr Gegner zusammenzipfeln ist mir gut. Für das haben wir da. Genau für das spielen wir. Mir geht vor, aha, wir hätten wieder Baseball spielen können. Ja gut. Mit der generell die griechischen Götter am stärksten bis auf die ägyptischen Sonnengötter. Ägyptische Götter kennen mich noch weniger aus als wie in der nordischen und das heißt schon was. In der ägyptischen Götterwelt kenne ich glaube ich gerade zwei Götter. Das ist einmal der Ra und einmal der, ja genau, und der Anubis. Das war's aber dann schon. Die Wölfe haben noch eine Spur aufgenommen. Immer ihren Kopf nach. Immer der Nase nach, außer du schaust auf die Seiten. Dann geht der Seiten noch. So, Freya, kommen wir zum Ende deiner Geschichte. Hrimthur gestand dir, er wolle sich für die Ermordung seines Vaters an den Asen rächen. Ja, genau. Was ist denn los? Die Wölfe sind abgelenkt. Wolfi, wo müssen wir hin? Nach rechts. Dort. Da drüben ist etwas Schutt. Wahrscheinlich von Tyrs armer Statue. Anzahlung schon des Leitbilds, okay. Ägyptische Götter definitiv den zweitbesten. Schauen wir mal, keine Ahnung, vielleicht kriegen wir noch God of War in der ägyptischen Götterwelt. Das kann ja möglich sein. Oh, Freunde, schaut's mal, wie wir da hinten haben. Eventuell eine Szene mit der Weltenschlange? Maybe. Das darf ich feiern. Weltenschlangen-Szenen unfassbar geil.
Haben wir erst eine gehabt in dem Spiel tatsächlich. Erzähl mir mehr über dein Heimatland. Oh. Es war gewalttätig. Aufgemerkt. Grausam. Klingt nicht anders als dieses Land. Es war wärmer. Das ist der Ort. Scheiße! Nein! Du sollst weiter labern! Kratos, verzeih weiter. Ich mag das wissen. Hallo? Hallo, fangst du noch mit Serena? Wir haben jetzt noch einen Irish Coffee mit meiner neuen The Walking Dead Tasse. Zu geil, das Motiv. Sehr schön, Weife, dann lass es auf alle Fälle schmecken. Oh Mann, hey! Der soll das weiter verzeihen. Warte mal, wenn ich jetzt weiter reiten tue, also laufen. Oh, das Gespräch war jetzt interessant gewesen. Schaut. The Walking Delay. Ja, das ist halt das automatische Lesegedächtnis, was ich da hab. Und nichtsdestotrotz, lass ihn trotzdem schmecken. Wir müssen nach da oben kommen. Hier lang. Aha, ich sehe, dass wir da eine Truhe haben. Ja, das müsste da machbar sein, oder? Da oben ist das andere auf jeden Fall. Okay. Ohne geht uns da noch ab. Kriegen wir schon. Da unten ist auf alle Fälle eine Truhe. Da. Kannst du uns einen Weg durch das Eis bahnen? Oh, bauen die Nonnen jetzt magische Eiswände? Nein. Mm. Das Wasser ist einfach gefroren. Geht's da oben? Ja. So, aber die Frage ist, wo ist die dritte... Wo ist die dritte Rune? Die muss ja da noch irgendwo sein. Gibt's ja nicht anders. Vielleicht da runter irgendwo? Na gut, da ist eher unwahrscheinlich. Ja gut. Dann muss weiter oben noch kommen. Oder sie ist einfach nur mies versteckt. Das kann natürlich auch sein. Ach, da hinten ist. Ja, siehst du das? Kontrast und so weiter. Können wir da von da hin? Ja, sicher können wir da hin. Siehst du das da? Aber wenigstens irgendwas zerrissen. Oh, werden wir belohnt mit einem Opfer. Vitamine in der Kälte haben gesund. Kriegen wir mehr Leben. Sehr gut. Mehr Leben brauchen wir eh. Die Gegner werden ja mittlerweile auch stark. So. Wie jetzt? Wir sollen Eis mit Eis bekämpfen, oder was? Hoppala. Okay. Mehr Freunde von dir. Ich wollte gerade sagen. Nicht hergebeten. Ich. Über dir, Feuer!
Die Hälfte rein, schon und Roman. Oh, mein Rüssel. Ich weiß nicht, wie die Nornen es geschafft haben, dass alle diese Räuber sie beschützen. Nicht, dass ihnen bewusst wäre, dass sie das tun. Hacke größer als Eis. Hacke größer als Eis. Oh, das ist wieder ein Rabe. Moment einmal. Da müssen wir schauen. Wo ist der Vogel? Da oben sitzt er. Ist der ernst gemeint? Wir da jetzt nicht hier, oder was? Scheiße, brauchen wir noch einen Winkel. Freya, danke für deine Hilfe. Ich weiß, du hattest andere Pläne. Je schneller wir deinen Sohn finden, desto schneller kannst du dich dem Plan widmen. Ich hoffe, wir haben Erfolg. Ich ebenfalls. Danke dir. Das ist dir sehr nett. Aber schreib ihr doch eine Karte, wenn wir aus der Kälte raus sind. Ja, mit mir leicht angepisst von der Kälte. Ah, freilich darfst du mich von hinten sitzen und präseln darfst du nicht, was das hier ist. So, du hältst erst einmal dein Wutzen hinter. Servus, ich bin der Grillparty-Crasher, wie schaut's aus? Aua. Hey, jetzt wird's mal langsam ein wenig zu viel, gell? Okay. Boah, Alter! Der macht verdammt viel Schaden, der Bursch. Holy shit. Also der Dicke, der mit seiner komischen, mit dem Stab, der macht verdammt viel Schaden. Der da hinten, der macht ja brutal viel Damage. Nein, du sollst nicht den avisieren, du sollst den fetten avisieren. Den brauchen wir. Ja, wie jetzt? Alter! Also dann, ich spüre etwas.
Diesmal ist es stärker. Hier drüben. Okay, die Gegner, die nehmen massiv dann Schwierigkeit zu. Also das ist schon, die machen jetzt wirklich verdammt viel Schaden schon. Gut, das kann natürlich daran liegen, dass unsere Rüstung vielleicht jetzt nicht mehr auf dem Stand der Ding ist, vom Spielstand her. Ne, dass wir die ein wenig weiter aufwerten müssen. Aber trotzdem, die machen schon nicht wenig Schaden jetzt. Oh, na. Das sind Tanky, ja. Noch dazu. Hier ist es. Warum sind aller guten Dinge immer 3? Okay, wir sind ja scheinbar auf der Spur. Die Nornen am Urobrunnen finden. Hört ihr auch dieses gruselige Flüstern? Wie ein Juckreiz in meinem Verstand. Das bedeutet, wir haben ihr Reich betreten. Seid auf alles gefasst. Projektion vermutlich. Aber verlasst euch auf nichts. Wir wissen nicht, was für Kreaturen sie zu ihren Wächtern gemacht haben. Entzückend. Alter, die Muse. Darf ich mal anmerken, dass wir mir ziemlich angeschlagen haben? Ja, vielleicht haben wir da eine Heilung drin. Ja, natürlich nicht. Waren wir mir da nicht schon mal mit einem Atreus? Oder ist das nur verblüffend ähnlich jetzt? Kratos, Geist Spartas, Fluch des Olymps, Zerstörer des Schicksals, grausamer Krieger, Bringer des Krieges, Waffe der Götter, die sich gegen seine Schöpfer wandten. Oh ja, wer ist denn das? Er sucht nach einer Erlösung, von der er weiß, dass er sie niemals verdienen wird. Er kann sich nicht ändern. Okay, dem macht mein Axt scheinbar gar nichts aus. Okay, Soul-Spieler leben am Limit. Ist da Heilung drin? Oh, leck, was kommt denn jetzt? Ich nehme lieber mal Abstand. Ha, war eine gute Idee. Ah, okay. Ah, der geht wieder. Alter, das zieht halt, das zieht ein Drittel von meiner Lebensleistung ab. Holy shit. Ist das ein Scheinbild von Ares? Nein. Der Ares hat anders ausgeschaut. Kann man nicht verstehen. Aber die Stimme kommt mir verflixt bekannt vor. Die kommt mir, ich glaube, dass die Stimme. Ich habe so eine Vorahnung, wer das ist. Kratos, Geist Spartas, Fluch des Olymps. Okay, mit der Axt kannst du ihm keinen Schaden machen. Schicksals, grausamer Krieger, Bringer des Krieges, Waffe der Götter, die sich gegen seine Schöpfer wandte. Er sucht nach einer Erlösung, von der er weiß, dass er sie niemals verdienen wird. Er kann sich nicht ändern.
Oh, leck mich am Arsch. Da wenn's einmal das falsche Timing hast, kommst du nicht mehr weg. Das ist brutal. Es ist halt brutal. Der wartet genau ab, bis das dem zu nachkommst. Sind wir schon in unseren Köpfen? Glaubt der ist hier. Ziemlich echt. Ich sag's dir nicht gern, aber alles in deinem Kopf wird auch echt sein. Ja, okay, jetzt kriegt's einen angenehmen Schwierigkeitsgrad, das Spiel. Er scheint den Weg nach draußen bewacht zu haben. Hä, haben wir jetzt wieder daheim oder was? Nein. Ah, freilich! Fang! Dieser Ort kommt mir fast bekannt vor, aber er ist anders. Wie eine vernebelte Erinnerung. Der Feind wieder Habitiere, merci für deinen Lurk, Kartel, grüß dich, servus. Euren sollten wissen, dass mich nichts auffällt. Alles fit bei euch? Ich hoffe doch. Okay, sag schon, unser Axt ist doch relativ irrelevant. Ja, warte mal nicht, da waren wir aber schon mal, oder? Haben wir da nicht gar... Haben da nicht die Bärenbabys verreckt? Die Bärenmama? Das war doch da, oder? Oh, der Flauschnädel. Okay. Wow! Freya von den Wahlen, Meisterin der Magie, Königin der Walküren, Hexe der Wälder, Frick von Asgard, Zerstörerin von allem, was sie beschützen will. Sie findet immer jemanden, dem sie die Schuld geben kann. Sie kann sich nicht ändern. Ja, okay. Ich sag schon, es werden immer mehr. So, wie kriegt man die Truhe da hinten, indem man da außen rumgeht? Okay. Na, wenigstens kriegen wir hinterher wieder eine Heilung. Das ist ja auch mal etwas. Zupfte! Da kriegst du einen Baum ins Gesicht.
Oh, der war sogar wirksam. Okay. Das erklärt zumindest mal die Truhe. Da hinten ist auch noch eine. Kann sein, dass das griechische Erscheinungen sind und nur griechische Waffe effektiv ist? Das kann möglich sein. Ja, na, griechische Erscheinungen eher nicht. Weil die schauen ja aus wie nordische Kreaturen, aber es kann sein, dass nur die griechische Waffen helfen. Das kann durchaus möglich sein. Es hilft auch aktuell nur es helfen aktuell auch nur die Chaosklingen. Mimir von den Asen. Oi, jetzt kommt's. Berater der Kriege. Heiterer Wanderer in den Wäldern. Mitglied der Gutfreunde. Lass mich raten. Ich bin ein schwadronierender Besserwisser und kann mich nicht ändern. Na, du hast klügster lebender Mensch vergessen. Wo ist denn die Funzel? Wo ist? Griechische Schicksalsgöttinnen Erscheinungen in Form von nordischen wäre möglich. Ja, das wird man aber wahrscheinlich jetzt hoffentlich dann neu erfahren, wo es genau jetzt der Sache ist. Na, das scheppert jedenfalls wie echtes Hacksilber. Es gibt wohl einen kleinen Trost bei dieser Tortur. Zumindest werden wir uns nicht vorstellen müssen. Schreib das nicht deinem Ruf zu, Mimir. Sie sehen das ganze Leben eines jeden, der sich nähert. Oh na! Was ist das? Ein Phantom! Böse Magie! Ziel auf den Runenkern! Verflucht! Seht euch das Ding an! Ja, das mit so viel Leben äußerst sinnvoll. Das Leuchten zeigt Verwundbarkeit an! Ah, da hinten ist Heilung, ich hab's genau gesehen. Von rechts! Da hinten ist auch Heilung, ich hab's immer noch genau gesehen. Au! Oh, der hat gesessen. Das Leuchten zeigt Verwundbarkeit an! Der aber leider auch. Au. Du musst die Quellen ausschalten, Bruder. Gut so! Ich glaube, dass er zintig ist. Alter! Das Leuchten zeigt Verwundbarkeit an! Den habe ich nicht können sehen. Du hast dir eine Chance verschafft, vergeude sie nicht! Mehr Dremmen, mehr gut. Du hast dir eine Chance verschafft, vergeude sie nicht!
Wow. Ah. Gut dann. Bruder, die Quellen! Schnell! Tja, noch ein Geschenk von Fimbulwinter nehme ich an. Die Magie, die aus uns allen entweicht, muss irgendwo landen. Ja, da braucht der Kratos einen Breselfetzen, definitiv. Da darf's mir auch Schwauen ausdrucken jetzt. Holy shit, mit nicht mal halber der Lebensleisten den Boss First Try blind umgeniert. Also jetzt, jetzt hätte ich nie geglaubt, dass wir das schaffen. Ja, wenigstens können wir uns in die Chaos-Clean noch verbessern. Der Druck. Yggdrasil-Juwel. Ein Stück des Zauberers hinter den Amuletts. Kann verwendet werden, um das Amulett mit zusätzlichen Zaubern zu versehen. Aha. Hier entlang. Aber cooler Bosskampf. Hat mir gefallen. Die Nornen sind irgendwo in dieser Höhle da vorn. Wenn man es nicht denkt, wo ist der Wade mit der Haarweten? Also wenn die... Steht sich vor, das war der erste Boss gewesen und hätten geschafft. Da hätte er sich nicht rasiert, da hätte er sich ausgerissen. Wahrscheinlich. Und jetzt da drin der Höhle da, oder was? Da sind wieder diese juckenden Stimmen. Sonst lasse ich mir gerne von Damen ins Ohr flüstern, aber das ist wirklich unangenehm. Wusstest du schon, dass du plapperst, wenn du Angst hast? Angst? Nur zu deiner Information, ich bin allerhöchstens äußerst besorgt. Und Anspannung mit Humor zu vertreiben, ist die heilige Pflicht eines Reisegefährten. Was fällt dir nur ein? Plappern. Waren aber alle Bosse dabei fast First Try, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Kann möglich sein, ja. Eine Tür. Oh, sieht offiziell aus. Ja, da bin ich ja jetzt gespannt. Da haben mit Sicherheit alles drin, aber nicht den einen. Mein Sohn. Ich kann jetzt alles. Baldur, hör mir zu, bitte. Halt! Warum hast du ihn hergebracht? Ihr seid hier nicht willkommen. Warte! Baldur, komm zurück! Sprich mit mir! Ja, natürlich, das war eh klar, dass die jetzt Kopfspielchen machen. Ich bin diese ständige Einmischung so Hätte mir ja gewundert, wenn wir da einfach einspazieren könnten. selbstsüchtige Hexe! Du mischst dich einfach hier in mein Leben! Mutter! Ja, tschüss. Du lässt ihn in Ruhe. Du wirst ihm nichts tun. Niemand tut meinem Jungen etwas. Außer mir. Nein! Freya! Ich bin hier. Hol mich zurück. Das gefällt mir nicht. WTF? Wie kommen Sie nur darauf, dass ich wieder auf diesem ranzigen Kadaver stecke? Sigrun? Bruder, Augenblick!
Warum hast du dich nie von Odin losgesagt? Aber das habe ich doch. Ich habe alles versucht, um ihn aufzuhalten. Lüg mich nicht an! Du hast Odin vom ersten Tag an gedient, bis zu dem Tag, als er dich in den Baum steckte. Du wolltest seine Gunst. Du hast seine Kriege geplant. Du hast zugesehen, wie er alles und jeden schlecht behandelt hat. Und das hat dich nie im geringsten gekümmert. Bis er sich gegen dich... Sigrun ist sind die. Das ist alles wahr. Aber aus Liebe zu dir wurde ich ein besserer Mensch. Ein Verfechter des Friedens. Leiste allen jenen Beistand. Hast du Freya in ihrem Leid Beistand geleistet? Skadi, Groa, Titania? Nein, du... Boah, Alter, jetzt chillt's heute mal. Was ist denn mit euch? Pass gut auf. Da sind noch mehr. Und auch der Welt. Du bist einen gewalttätigen Gott im Rücken und musst ihm einfach helfen und sein Bruder sein. So war das schon immer. So bist du noch. Und so wirst du immer bleiben. Das ist nicht sie. Nein, natürlich nicht. Du musstest das tun. Das eskaliert mir jetzt gerade ein wenig stark. Hey, der Baum! Er zieht mich raus! Mimir! Vater, hilf mir! Kein Monster! Atreus! Ich komme! Warum hast du deinen Sohn nicht vertraut? Er darf mich nicht kriegen! Atreus! Ich habe Angst! Warum betrachtest du ihn nicht so, wie er betrachtet werden will? Ich will nicht zurück! Er ist ein Lügner! Er ist ein Mörder! Mehr musste ich nicht tun. Und jetzt gehört er mir. Boah, WTF. Er hat seine Familie ermordet! Atreus! Ich bin hier! Er ist ein böser Gott! Ich bin bei ihm nicht sicher! Allvater, hilf mir! Er ist ein Monster! Wer was läuft da? Ich glaube, es ist vorbei. Haben wir die Prüfung bestanden? Hat sich nicht wie ein Erfolg angefühlt. Wie ich sehe, ist die Tür verschwunden. Oder es gab sie nie. Sie spielen noch mit uns. Okay, die Spiel eskaliert jetzt mittlerweile ziemlich stark. Ja? Was Gegnerwellen angeht, was Action angeht, was die Story angeht. Jetzt geht's rund, es nimmt gerade wieder alte Formen an. So ein bisschen. Es fühlt sich tatsächlich wieder so ein bisschen mehr an wie so als God of War. Ein Kelpie. Hurtbrunnen. Hierzulande nicht oft. Und nicht mehr chillen, hab mein Knierschein im Wald verloren. Ich frage Was? Sie. Höflich. Ganz ruhig, mein Mädchen. Genau. Gut so. Willst du erzählen, was die Nornen dir gezeigt haben? Nein. Steig auf. Wie jetzt? Braves Mädchen. Schöne Geschöpfe, aber ihrem Ruf zufolge launisch. In meiner Heimat hielt man Kinder von den Lochs fern, indem man ihnen sagte, ein Kelpie würde sie ertränken. Natürlich würde kein Kelpie, das ich kenne, sowas je tun, außer man beleidigt es. Das kann über Wasser gehen. Läuft auf dem Wasser. Ja. Gab es in Griechenland denn keine mythischen Wasserpferde? Es gab die Hippokampen. Sie dienten dem Meeresgott. Ich bekämpfte eine auf einer Titanin. Das ist wohl nicht Ihr Lieblingsthema. Unterwasserlevel. Schade eigentlich.
Wir sind da. Es hat Das Schuppen. Versteck der Nornen. Ich wusste, wir schaffen es. Alter, wir haben unter... Ist das Fischmenscheninsel? Also die Spiel schafft es immer optisch einen drauf zum Sitzen. Wenn du eigentlich denkst, okay, das ist jetzt so optisch, dann kommt wieder etwas Neues. Schon schön. Kratos, Freya und Mimirs Kopf betreten das Heim der Nornen mit Zögern. Endlich haben sie ihr Ziel erreicht. Kratos spricht zuerst. Ich suche meinen Sohn. Du weißt, dass er in Asgard ist. Nein, du suchst, wonach uns alle ersuchen. Den Ausgang deiner Geschichte. Der Geist Spartas runzelt bedrohlich die Stirn. Er unterdrückt ein Schnauben. Oh, er versagt. Ihr kommt zu uns, traurige Archetypen, wollt aus eurer Rolle ausbrechen. Als könntet ihr eure Zeilen umschreiben, wenn ihr sie nur wüsstet. Sprich deutlich. Du wirst sterben, Kratos von Sparta. Aber ihr nanntet ihn Zerstörer des Schicksals. Es muss einen Weg geben, das Schicksal... Es gibt kein Schicksalkopf. Die Protagonisten sind sprachlos. Sie verstehen nicht. Es gibt keinen großen Plan, kein Skript. Nur eure Entscheidungen. Und die sind so vorhersehbar, dass wir allwissend erscheinen. Als mein Sohn geboren wurde, sei still! The fuck? Habt ihr ihm einen unnötigen Tod prophezeit? Und so kam es. Weil du ihn nicht gehen lassen konntest. Weil er auf Rache aus war. Und weil du Götter tötest. Aber Kratos hat nicht aus Hass gehandelt. Soll ich ihm also eine Krone geben? Er tötet weiter Götter, aber jetzt macht es ihn traurig? Ihr seid nur die Summe eurer Entscheidungen, nichts mehr. Und da sich deine nie ändern werden, wirst du erfahren, dass Heimdall deinen Sohn in Asgard töten will und tun, was du am besten kannst. Und dann, Ragnarök. Der Himmel brennt, der Vorhang fällt. Exeunt omnis. Ha, er begreift immer noch nicht. Er versteift sich auf den zweiten Akt und vergisst den letzten. Ein sehr häufiger Fehler in Geschichten. Wir gehen. Er stapft davon, dicht gefolgt von Freya. Ich mag deine Geschichte, Kratos. Schade, dass sie so bald endet. Die Mäurer in dieser Welt, ihre Namen sind Uro, Veroandi und Skuld. Ich weiß nicht, woher ich das weiß. Es fällt mir bereits schwer, mit ihren Treiben in meinem Geist in Erinnerung zu rufen. Trotzdem bleibt ein unangenehmes Gefühl zurück. Egal, ich erinnere mich erfahren zu haben, dass Heimdall eine Gefahr für meinen Sohn ist. Das reicht aus. Ich sag's nicht, wie es ist. Ich hab nur Bahnhof verstanden. Ich sag's nicht, wie es ist. Ich hab nur Bahnhof verstanden. Wir versteifen uns irgendwie auf den zweiten Akt, obwohl der letzte entscheidende ist. What the fuck? Also effektiv haben wir jetzt gar nichts erfahren. Also zumindest nicht wirklich. Verschwinden wir hier. Sehr gerne.
Ist der Heimdall nicht der Matrix-Guy? Genau, der, wo uns letztes Mal von der Mauer runterwerfen wollte. Schon besser. Ich spüre, dass alles schon wieder normaler wird. Moment. Dieser Baum. Na, was sagt man dazu? Was ist das? Das ist die Schlinge, an der sich Odin in seinem endlosen Wahn selbst erhängt hat, um die Geheimnisse von Leben und Tod und was weiß ich noch zu ergründen. Was tust du? Sie ist ein besonderes Objekt und wichtig für Odin. Vielleicht finde ich Verwendung dafür. Okay. Der Odin hat sich mir selber gekillt. Über den Jungen sagt. Wird nicht passieren. Keine Frage. Es wird nicht passieren. Wir verhindern es. Natürlich verhindern wir es. Die Frage ist nur, wie? Du hast doch nicht ernsthaft vor, Heimdall zu töten, oder? Ich tue, was nötig ist. Oh, ist das alles? Du solltest ihn nicht umstimmen, Mimir. Du kennst Heimdall. Zugegeben, er ist ein durchtriebener kleiner Scheißer. Und so loyal, dass Odin ihm das Jötlandhorn gab. Falls wir ihn vor Ragnarök aus dem Weg räumen können, sollten wir nicht zögern. Allein in Anbetracht seiner prophetischen Kräfte ist das schon ein ziemlich großes Falls. Okay, da bin ich ja jetzt... Okay, also können wir uns quasi schon mal hinter die Läffen schreiben, der Heimdall wird der Erste sein, der wohl in dem Götterreich fällt. Ob es ihm bewusst ist oder nicht. Mal angenommen, wir wollten ein Attentat planen. Und ich zumindest bin in der Hinsicht etwas eingerostet. Wir wissen nicht, wie wir Heimdall erreichen sollen. Oder wie wir ihn töten, wenn es soweit ist. Ich habe schon größere Götter getötet. Das bezweifle ich nicht. Aber darum geht es jetzt nicht. Da hinten ist eine Truhe. Schaut mir, dass wir da jetzt ringsrum runterkommen. What the fuck? Kratos, ich sehe etwas. Irgendwie ist es gerade eine never-ending Story. Wir drehen uns gerade so ein bisschen im Kreis. Das stimmt tatsächlich. Da oben. Aber das wird am Ende des Tages alles Sinn machen irgendwie. Das wird alles zusammenpassen dann. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Hör mal, wir sollten die Worte der Norn bedenken. Wir alle haben unsere Neigungen. Und du neigst dazu, dich blind in Gefahr zu stürzen, um deine Lieben zu beschützen. Daran werde ich nichts ändern. Daran nicht. Warum solltest du? Ich neige offenbar dazu, die zu töten, die ich liebe. Freya. Ich brauche keinen Trost von dir. Von keinem von euch. Ihre Anschuldigung war grausam. Keiner von uns glaubt. Die Wahrheit kann grausam sein. Wollt ihr dem auch widersprechen? Nein. Aber Baldurs Schicksal hatte viele Ursachen. Darunter die Prophezeiung. Wie meinst du das? In meiner Heimat gibt es Geschichten über Prophezeiungen, die sich durch den Versuch, sie abzuwenden, erfüllt haben. So war es, als Freya Baldur schützen wollte. Und so war es, als ich meinen Sohn beschuldigte, nach Asgard zu gehen. Dann sind wir uns einig. Es wäre dumm, Heimdall herauszufordern. Nein. Wenn Heimdall sterben muss, damit Atreus lebt, dann muss Heimdall sterben. Wie kannst du das sagen, nach allem, was du weißt? Wenn Heimdall eine Gefahr für meinen Sohn ist, muss ich handeln. Es ist mein... Deine Natur. Gut gemacht, Norn. Okay, wir laufen quasi jetzt blindlings in unser Verderbnis, oder wie sehe ich das? Ah, unsere Hunde warten schon wieder auf uns. Da macht halt das Sinn mit Thor und Heimdall. Wie ein Tor. Wir kehren heim und planen alles Weitere. Hör mal, bevor du jetzt irgendetwas überstürzt, solltest du vielleicht etwas Dampf ablassen. Ich bin sicher, da war noch was, auf das wir zurückkommen wollen.
So kann dein Verstand in Ruhe alles verarbeiten. Nichts Ich nehme gibt's. an, hier beim See gibt es noch etwas zu tun. Aber ich wäre auch froh, mal woanders als in Midgard zu sein. So, Sindris Haus. Auf geht's. Schalk. Wir kehren heim. Erzähl mir mehr über diese Macht, die Heimdall hat. Er sieht die Zukunft. Er durchschaut eher die Person. Er sieht ihre Absicht. Meine Absicht ist, ihn zu töten. Dieses Wissen wird ihm nicht viel helfen. Du solltest ihn auf keinen Fall unterschätzen. Jeden Zug, den du machst, er wird alles kommen sehen. Wenn du ihn herausforderst, brauchen wir etwas anderes. Einen Vorteil. Bitte? Also gut. Wir fragen die Zwerge. Ah, die unvermeidliche Befragung der Zwerge. Zwerge wissen scheinbar alles. Verzeihung, dürfte ich für einen Moment stören? Alle, Oh je. Flauschknädel kriegen nicht mehr Audienz. Oder eine Mission, oder kriegst du keine Audienz. Meister Kratos, es gibt etwas, das ich dir sagen möchte, wenn du gerade Zeit hast. Ihr seid zurück. Sie sind zurück. Entspann dich, ich sehe sie. Mehrere Verbesserungen, das ist gut. Wir werden mal schauen. Nicht habe, braucht's auch niemand. So, Chaos kriegen wir nochmal verbessern. Immer gerne. So, können wir die auch verbessern? Nein, die können wir nicht verbessern. Okay, Schilde. Da sitzt jeder Treffer. Gut, das haben wir. Gut. Stets zu Diensten. So, schauen wir, können wir unsere Rüstung aufbessern. Oh ja, das schaut gut aus. Diesmal lässt du keine Spritzer draufkommen, oder? Kratos? Ah, da geht wieder nix. Das ist Stufe 5. Na gut, da haben wir auch Stufe 5, abgesehen davon. Die können wir verbessern, das ist gut. Passt gut. Ah, da geht nix. Okay. Ja, passt. Hüften haben wir auch noch, die geht auch noch auf die. Das könnte mein bestes Werk heute sein. Ah, der geht nicht mehr, da geht der Asgarder Baden ab. Okay. So, haben wir das auch? Warum kann jetzt... Ach so. Braucht man eigentlich nur... Ja, die bringen uns nichts, selbst wenn wir es verbessern daten, oder? Diesmal lässt du keine Spritzer draufkommen, oder? Kratos? Ja gut, das bringt uns nichts. Die macht uns schlechter. Gut. Achso, die haben da... Stimmt, Moment einmal, wir können unsere Fähigkeiten weiter ausbauen. Was haben wir da jetzt? Okay. Oh, da können wir auch noch was nehmen. Da haben wir jetzt ein bisschen eine Kombi. Oh ja, nice. So, und wie schaut es bei ihr aus? Die hat 5000 Erfahrungspunkte. Dann einfach mal alles aufkaufen. Oh, das geht sich genau aus. Perfekt. Nice. Es gibt Neuigkeiten. Oh, haben die Nornen gesagt, wie du Atreus rettest? Haben wir einen Plan? Die Nornen sagen, Heimdall wird Atreus töten. Der Plan ist, Heimdall vorher zu töten. Oh, wow, na gut. Heimdall, mal sehen. Verliert nie, sieht alles kommen, riesige Spaßbremse. Das wird nicht leicht. Was auch immer seine Stärken sind. Ich werde ihn mit meinen überwältigen. Genau das ist es. Du musst seine Sinne überlasten, verstehst du?
Und ich weiß da etwas, das dir dabei helfen könnte. Hol Dröpnir her. Dröpnir, aber wir brauchen ihn. Die Vorräte. Ach, wir haben genug. Mehr als genug. Selbst wenn, Dröpnir ist keine Waffe. Warum sollte... Oh, du meinst, wir verbinden ihn mit... Ganz genau. Und wenn er dann... macht er... Hä? Das ist brillant. Also gut. Ich schätze, wir haben keine andere Wahl, als Dröpnir zu holen. Wer ist Dröpnir? Dröpnir. Ich wusste, die beiden hatten ihn gestohlen. Und Odin gab mir die Schuld für sein Verschwinden. Sie stahlen Draupnir? Wir haben nichts gestohlen. Wir haben nur etwas zurückgeholt, was niemals hätte verschenkt werden dürfen. Wie töte ich damit Heimdall? Da macht ihr mal keine Gedanken. Es ist eine Überraschung. Wir sind Künstler. Aber um Draupnir nur zu lagern, bräuchte man... Was meintest du? Ah ja. Und Jetzt bin ich gespannt, was das für abgedrehte Scheiße Gewalt ist. verhindert keine Gewalt, Kratos. Ich dachte, das hättest du verstanden. Was auch immer du denkst, dass ich verstehen soll, mein Sohn ist in Gefahr. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Auch wenn das Krieg bedeutet. Was glaubst du? Ich glaube, An das Münzen? Das sind Ringe. Oh, du wirst mir fehlen, Kleiner. Oh. What the fuck? Hab ihn! Glaub ich. Das ist ein Ring. Ich dachte, du glaubst nicht ans Schicksal. Wir machen uns alle Sorgen um deinen Sohn, aber wir... Heimdall ist eine Bedrohung, nicht nur für Atreus, sondern für alle. Er ist Odins linke Hand und trägt das Horn, mit dem Ragnarök beginnt. Könnten wir ihn aus dem Weg räumen, dann... Und es kann auch eine Falle sein, weil der Bastard deine Absichten kennt. Kratos, ihm hat noch nie jemand nur ein Haar krümmen können. Nicht eins. So, ich habe gesammelt, was es zu sammeln gibt. Wie lange dauert es? Wir müssen nach Svartalfheim für den Rest der Materialien. Und dann noch der Besuch bei der Dame. Oh. Oh, viel besser. Die zwei Zwerge haben einfach die Besten. Wann immer du bereit bist. Ja, aber was macht denn der Ring jetzt? Der, kann sich der vervielfältigen oder was? Dame. Keine Ahnung, wovon er redet. Haben die nicht mehr noch Schmuckgeschäft laufen? Offensichtlich. Ich weiß, du meinst es nur gut. Aber um ehrlich zu sein... Wer... Wir sehen uns. Gut aufpasst. Ja, und jetzt? Auf ein Wort, bitte. Na, du hast gerade wieder so geschissene Nebenmission für mich. Ich hab keine Zeit nicht, Obi-Hörnchen. Entschuldigung. Wir müssen nach Mittelerde. Wir haben einen... Oh nein, das war alles meine Idee. Ich spreche mit der Dame. Ich habe noch nie mit der Dame gesprochen. Und das hat seine Gründe. Brock wird gehen. Was? Nein, nein, nein. Ich Du muss hast doch... ihn gehört. Keine Bange, ich werde es nicht vermasseln. So, und wer ist die Dame? Was zum... Oh. Ach, ihr Furunkel. Das soll uns aufhalten? Da habt ihr euch getäuscht.
Ja, da bin ich ja jetzt gespannt, was da jetzt kommt. Ach, nur Sindri, der den ganzen Ruhm einstreichen wollte. Nichts Neues. Nicht das. Das Tor. Was ist mit dem Tor? Wahrscheinlich hat jemand den Niederwehrlehr am System rumgepfuscht. Vermutlich deswegen, weil ihr ständig irgendwo einbrechen musstet. Aber zerbricht ihr nicht den körperlosen Kopf, mein Freund. Brock ist gut vorbereitet. Ich kenne von früher noch ein paar Ein- und Ausgänge. Tore, an die sie nicht mal im Schlaf denken würden, weil sie nämlich dumm sind. Das ist eine ernstzunehmende Begründung, mein Freund. Heißt sicher Leila, das glaube ich jetzt nicht. Brock, wo sind wir? Hier seid ihr richtig. Ein verlassener Versorgungstunnel. Direkt zum Schmiedelager. Wir sehen uns da oben. Na los. Brock, Und weg ist er. Bist du sicher, er war die richtige Wahl, Bruder? ich vertraue ihm. Ist das Beutelsend? So anschaulich. Eine ungewöhnliche Oberfläche. Von Alpen, glaube ich. Mürker Tunnel, wie auch immer. What's habe ich dir einen schönen Abend. Bist jetzt auch dabei, sehr gut. Ja, okay. Wenn da schon wieder so viel Heilung ist, das bedeutet schon wieder nichts Gutes. Na bitte. Wenn wir weiter zusammenarbeiten, brennt eines Tages vielleicht das Haus. Das ist nicht meine Absicht. Aber es könnte dein Schicksal sein. Was willst du damit andeuten, Hoheit? Rein gar nichts. Armer Kerl. Wieso hat er sich da versteckt? Etwas in diesen Tunneln fürchtete er mehr als zu verhungern. Nicht sehr rational. Das ist Angst selten. Frage. Wo geht's weiter? Ah, da, oder was? Wir müssen uns den Weg wohl freisprengen. Mit dem Fass am Tor müsste es klappen. Ah. Ah, ein Tunnel für Schnaps und Sprengstoff. Ja, okay. Ein hübsches Beispiel der Zwergenkultur. Du verhöhnst eine Kultur, die du unterjocht hast. Typisch Ase. Na gut. Das hatte ich wohl verdient. Ja, ihr wollt schon fragen, wann kommt die ersten Gegner? Vorsicht, Bruder. Das sieht zitterbar aus. Böser Grimm. Nichts von dir! Da passt zu Weihnachten. Ein Grimm kommt auf dich zu! Der war bisher so schon da. Achtung, linke Seite! Links in so einem engen Tunnel ist ein wenig schwierig. Tja, ich weiß, warum der Versorgungstunnel stillgelegt ist. Okay. Ist da auf auch noch erinnert, oder was? Warum ist da so ein Spiegel? Noch eine Öllache. Ah,
segensreicher Ölfleck. Mehr Bomben, mehr gut. Man als ehemaliger Kriegsgott muss der Kratos ja wissen, was er tut. Oh, hi. Oh, ich hab Freier Akzent. Aber tut er ja nichts. Aber hier. Hinter dir! Geht doch. Kratos! Kratos! Sindri, bist du das? Ja. Wieso denn? Ich muss mit Kratos sprechen. Bitte. Wo ist er? Du musst mich Brocks Platz einnehmen lassen. Er darf nicht mit der Dame sprechen. Auf keinen Fall. Nein, das ist mein letztes Wort. Aber... Oh je. Ist der Böse jetzt im Busch? Es ist nicht seine Schuld, dass Atreus weggelaufen ist. Oder bist du nur Brocks Streiter? Da, schon wieder. Du machst wieder deine Andeutungen. Ist der klügste lebende Mensch wirklich so blind? Die Riesen verbergen eine geheimnisvolle Gestalt, die das Schicksal von Ragnarök ändert. Und du siehst den einzig logischen Kandidaten nicht. Der Kriege gegen Götter führte und gewann. Ich bin nicht Ihr Streiter. Tja, jeder darf seine eigene Meinung haben. Oh. Das war so jetzt nicht geplant. Jetzt ist es besonders heiß, wenn es im Feuer steht, auf alle Fälle, ja. Symbol Winternebel. Aha. Aber warte mal, da ist so einer so ein Zweig. Was hat man das jetzt gebracht? Nix, oder was? Ah, toll. Die Tore scheinen verbunden zu sein. Versuch mal, die Befestigung zu zerstören. Ach so. Ah, warte mal. Die Verwenden Sie Segelpfeile sie? sollten auch mit Eis funktionieren. Warte mal. Ja, da haben wir wieder mit den blöden Pfeilen da. Das geht's langsam schon wieder. Ist offen. Hey. Wow! Was bist denn du jetzt?
Das war aber ein ziemlich finsterer Grimm. Die Zwerge werden die Tunnel nicht so Max Nerven hat er keine mehr jetzt. Wir müssen eines der Tore öffnen. Na, eins gleich. Habt ihr guten Morgen. Schöner Freitagabend wünsche dir. Schön, dass du einer raus. Wie geht's da? Na, diese Tröge kennen wir doch schon, stimmt's, Bruder? So, let me see. Wo haben wir da jetzt was? Ah ja. Kann man das dran? Ah ja, okay. Da kann man ja da. Hat geklappt. Sollen wir? Da läuft noch kein Wasser nicht, weil... Ah, da muss man dann später den Kran umdrehen, wenn ich das richtig sehe. Das kommt aber dann wahrscheinlich erst noch. Diese Meinung, die du da hast, hast du deshalb dieses Bündnis vorgeschlagen? Weil ich deine Armeen bei Ragnarök anführen soll? Das ist Tyrs Aufgabe, nicht meine. Es ist offensichtlich, dass Tyr kein Kriegsgott mehr ist. Ich auch nicht. Dieses Leben ist Vergangenheit. Das Töten von Göttern wohl nicht. Oder was tun wir sonst in dieser Welt? Diese Waffe zu schmieden. Deine Wahl. Du weißt, wohin das führen könnte. Ich beschütze nur Ich mein... weiß. Ich weiß. Und wir beide wissen, wozu dich der Schutz deines Kindes bringen kann. Okay, war er jetzt zu langsam praktisch, oder was? Moment einmal. Ah, es ist der hinten weg. Ja, okay, nice. Weiß ich schon. Aber der nicht verbunden ist da, oder wie? Ja, Moment einmal. Hey, what the fuck? Warum nicht überm Boden? Da oben meinst du? Weiß ich nicht, ob sich das ausgeht.
Ah ja. Wo könnten sie nur das Okay. Dritte versteckt haben? Na, null. Die Sphären, das ist für mich absoluter Brainfuck. Das ist mir zu einfach gedacht. Das ist so einfach denkt, dass für mich unlösbar ist. Das ist einfach. Ich weiß nicht, ob es logisch ist, aber... Die Mechanik, das hätte man einfach anders machen können. Das ist aber auch bisher das ist aber auch der einzige negative Punkt, den was ich an dem Spiel habe. Diese Rätselmechanik, das hätte man einfach anders machen können. Das ist nicht God of War-like. Und vor allem, da geht es um einen Millimeter genau. Vorsicht, diese Grille sind von Lichtmagen besessen. Sie sind noch gefährlicher, solange wir sie nicht betäuben. Willst du Betäubung mehr Herz, kriegst du eine. Dann müssen wir da hinten wahrscheinlich weiter. So, können wir den jetzt dann... Den Kran können wir mit dem dran? Wahrscheinlich noch nicht, oder? Schaut zumindest gerade nicht so aus. Und umleiten kann man das Wasser ja auch nicht. Ja, okay, gut. Aber nur einmal kennen wir halt das. Über dir! Hinter dir! Dem helfe ich leider rum. Ja, freilich haben sie zu dritt. Achtung, rechte Seite! Ein Griff kommt auf dich zu! Schnell! Ein Grill kommt auf mich zu, ja. Atreus Mutter war eine Riese, nicht wahr? Sie gehörte zu den Jötnar. Ja. Ich meinte nicht, dass sie groß wie ein Haus war. Ich weiß, dass nicht alle Riesen riesig sind. Ein Größenunterschied ist ja auch nicht weiter schlimm. Oder unterschiedlich viele Gliedmaßen. Nein, überhaupt nicht. So wie das müssen wir wieder auf, ey. Ja, da, ich bin jetzt einfach... Also wir spielen jetzt die Hauptmission da auf alle Fälle nur fertig. So viel kann ich schon mal vorweg spoilern. Bin jetzt dann gespannt, was da für eine Dame auf uns wartet. Ah, jetzt können wir das umleiten. Okay. So, wir können das andere Tor öffnen. Okay, nice. Warum hast du gefragt? Ich habe nur daran gedacht, wie Odin die Riesen seit Generationen... Vor Spielende meinst du jetzt? Nein, da geht bestimmt noch einiges so. Jetzt könntest du dazu beitragen, ihn ein für alle Mal aufzuhalten. Glaubst du nicht, dass deine Frau das vielleicht gewollt hätte? Maße dir nicht an zu wissen, was sie wollte. Ich spreche nur aus, was du selbst gedacht hast. Ihre Geheimnisse begleiten dich bei jedem Schritt, nicht wahr? Wenn du über deine Zweifel sprechen würdest, könntest du vielleicht besser mit deinem Sohn reden. Ich habe keine Zweifel. Sie weiß, was ich zurückließ. Sie hätte das nie von mir verlangt. Warum sollte sie es verlangen müssen? Sie sah dein Schicksal. 3 von Odins Sippe sind tot, weil sie dich auf diesen Weg brachte.
Meinst du, sie wusste nicht, was es hieß, dich nach Jötunheim zu schicken? Das ist reine Vermutung und ich glaube, es reicht jetzt auch. Du hast recht. Na. Mein Story, das wird man jetzt mit Sicherheit noch so schnell nicht schaffen. Wir fokussieren uns ausschließlich jetzt noch auf die Story, aber... Aha, Donkey Kong. 2 Donkey Kongs. Okay, warum visiert er jetzt den anderen an, wenn ich dem doch gerade im Fressen hau? Wenn was der auch immer mit voll rülpst. Tja, wer braucht danach etwas frische Luft? Ja, wahrscheinlich wir alle. Dachte ich mir. Wir sind nah. Ich kann es fühlen. Ja, das ist wieder so ein besonders starker Gegner, den wir jetzt eigentlich noch nicht machen sollten. Wie schaut mein Gear aktuell aus? So? Du kriegst nur noch aufs Maul die ganze Zeit. Ja, ich habe jetzt vorher erst aufgewehrt. Ich habe irgendwie ein bisschen wenig Stärke, fällt mir gerade so ein. Ja, wobei 143, das geht eigentlich. Ich wollte dich nicht provozieren oder deine Ehe anzweifeln. Ich glaube nur, dass dein Kopf dir etwas anderes sagt als dein Instinkt. Und davon Schlechte Beziehung. Ah, Pro-Gamer. Ja, ich werd's dann sehen, wie es mir geht, Herbert. Danach. Beim nächsten Mal oder so. Was quietscht denn da bei so saublöd? Wenn wir hier raus sind, lasse ich dir etwas Zeit, um zu überlegen, ob du bereit bist, die Waffe mit allen Konsequenzen herzustellen und zu benutzen. So, ich hau mal ins Bett, weil morgen um 6 Uhr aufsteht. Mr. Price, merci dir fürs Zuschauen. Ich wünsche dir eine angenehme Nachtruhe. Wir machen ja nicht mehr allzu lang. Wahrscheinlich ist das jetzt die letzte Szene, oder? Inzwischen sehe ich zu, was ich hier sonst noch erfahren kann. Vielleicht schicke ich ja obendrein noch Gute ein Nacht. paar Einherren Schlaf gut. nach Valhalla. Tja, dann viel Spaß. Hey, da seid ihr. Wurde auch Zeit. Jetzt haben wir wieder da herum. Alles vorbereitet. Jetzt müssen wir nur noch zur Schmiede gelangen. Falki! Ah, sie jetzt macht wieder einer auf Falken, oder was? Das ist nicht der Weg zur Schmiede. Ah, da waren wir ja schon mal, Freunde der Sonne. Können wir uns noch erinnern dran, oder? Die Szene wird aber noch spannend. Ja, dann. Ja, Freunde, das muss jetzt einfach einmal sein, okay? Für den heutigen Abend, das haben wir noch gar nicht gehabt. Einfach mal ein bisschen die Aussicht genießen, ja? Der wir ja schon beinahe bei jedem God of War Stream. Muss man einfach einmal da. Und das ist auf alle Fälle ein riesiger Berg. Das nehmen wir.
Gut, schauen wir mal zu dem Schrein oder zu dem Tempel oder wo auch immer er hin möchte. Wo ist denn Freya jetzt eigentlich hingeflogen? Die treibt was anderes. Das Zeug gelegt, um den alten Tier rauszuholen. Hat sich als richtiger Volltreffer entpuppt, was? War aber noch klar genug. Um Zu ihrem Horst. Sehr gut. Ja, das war auch klar, dass da noch irgendwas kommt. Nest ist kaputt. Diese Köter. Deswegen sind also die Tore zu. Vorsicht, weg! Ich kenne dich! Du bist das Arschgesicht, das gleich verwalten wird! Ich kenne dich, du bist das Arschgesicht. Die Sprüche von die Zwerg. Moment! Ich hab es gleich. So. Du immer herein, Fremder. An diesen Trick gewöhne ich mich nie. Einheimische in Sicht. Benehmt euch. Dann schlägt hoffentlich keiner Alarm. An das Zwerge? Ja, genug getuschelt, ihr elenden Muttersöhnchen mit eurer Schutzausrüstung. Habt ihr noch nie eine lebende Legende gesehen? An wirklich Zwerge, okay. Tja, das ist gar nicht gut. Du verstehst, was hier los ist, oder? Diese gruseligen fliegenden Augäpfel haben ein Nest auf den Seilen gebaut. Wir müssen irgendwie da rauf und sie beseitigen. Okay. Achso, da oben ist ein Nest und wir müssen was kaputt machen, okay. In Ordnung. Das Rad da oben scheint das Tor zu öffnen. Nicht, dass wir da irgendwie rankommen können. Okay, da ist einmal der Aufzug. Da ist ein Geysir, den man eingefrieren muss. Hochklettern geht da nicht. Such doch mal nach einer Möglichkeit, den Aufzug hochzubekommen. Ja, ich bin doch schon dabei. Jetzt still mal. Da ist ein Radl auf jeden Fall. Okay, auf alle Fälle müssen wir dann irgendwann den Geysir eingefrieren. Ah. Damit ich mal da oben gehen kann. Aufzug ist Abkürzung, genauso ist. Okay. Na also, geht doch. Moment, ich komme. Achso, jetzt kann ich wieder oben gehen. Hast du bemerkt, dass die Zwerge aus dem Lager viel aufgeregter waren, Brock zu sehen, als dich? Sie schienen überrascht zu sein. Alles klar. Jetzt kann ich die Kurbel drehen und den Geysir abdecken. Gib mir einfach ein Signal, wenn du bereit bist. Blaukopf, machen Sie mal. Hallo? Hätte ich jetzt da drüben bleiben sollen, oder was? No. Jetzt. Jawohl. Okay.
Drehen. Verstanden. Wait a minute. Dreh nochmal. Zu Befehl. Ja, wenn der Geist hier da hinten weiter aufsprudelt, dann geht der Aufzug auf alle Fälle nach oben. So, aber wie bringe ich das jetzt hin? Ah, indem ich jetzt... Ja, jetzt passt du Wacht. Also, das Tor ist jetzt offen, aber man kann es nur von hier oben benutzen. Siehst du? Er steigt auf. Natürlich ist das Tor jetzt wieder zu. Nochmal. Zu Befehl. Sieh dich um. Finde einen Winkel. Ist das nicht dein Ding? Hey, ich kümmere mich um die Kurbel. Mach du mal den Rest. Nochmal. So, jetzt wenn wir Ehren zumachen. Wir brauchen einen neuen Überblick. Warum geht jetzt das Tor nimmer auf? Hey, ich kümmere mich um die Kurbel. Mach du mal den Rest. Okay, jetzt stehe ich gerade komplett auf dem Schlauch. Können wir noch etwas höher rauf? Ah, da, warte mal. Ah, vielversprechend. Wie sieht es aus? Na, es geht doch. Mitten ins Schwarze. Das Tor ist offen. Jetzt hat. Ich kümmere dich um die Seile. Ja, okay, gut, der hat ein wenig dauert jetzt. Hoppla! Ich glaube, die haben uns gesehen. Jetzt geht's los! Endlich! Jetzt können wir zur Schmiede fahren. Na los! Ja, dann. Wartet. Hey, ich habe noch ein Rätsel für dich. Was wird größer, je mehr man davon wegnimmt? Mal überlegen. Wahrscheinlich etwas Abstraktes. Hunger? Nein, das ist es nicht. Körperlos und ratlos. Oh, ein nettes Wortspiel. Trottel. Pixie können wir immer blähen. Brauchst du nicht, Herbert.
Dafür stehe ich mich bei anderen Dingen blöd an, ja? Hashtag Pfeile. So. Aufwerfenberg. Steife Brise. Ich fange etwas für die Dame ein. Was fängst du ein? Den Wind? Nein, du Schwachkopf. Ein Schoß. Das Rauschen des Windes. Wie? Schaut zu und lernt. Wisst ihr, die Zwergenmagie befasst sich mit dem Nicht-Greifbaren. Mit dem Verhältnis zwischen dem Zeug, was man berühren kann und was nicht. Es geht ums Verstehen. Verstehen wovon? Dass die Natur einer Sache wichtiger ist als die Gestalt der Sache. Aha, der hat jetzt das Rauschen vom Wind eingefangen, deswegen ist es jetzt leise, oder was? Moment mal. Ich rieche Ärger. Ja, toll. Hey, ich rufe alle Schlappschwänze. Guten Morgen. Ruhe ist. Also, diese Dame. Die Dame der Schmiede. Es gibt kein magischeres Wesen in dieser ganzen Welt. Ich habe auf eine Möglichkeit gehofft, sie zu treffen, seit ich einem Nicker bis zum Knie ging. Aber Sindri ließ es nicht zu. Er fand mich zu ungehobelt. Doch heute ist es endlich soweit. Oh, ich hab Gänsehaut bis zu den Hühneraugen. Gänsehaut bis zu den Hühneraugen. Ich habe dich noch nie so ehrfürchtig gesehen. Bist du nervös? Was? Sei still. Nein. Das schaut geil aus, ja. Irgendwie erinnert mich das gerade so ein bisschen von der Musik am Blocktail. Na los, Kalkstein, dreh die Kurbel. Legen wir los. Es geht nicht. Hä? Was ist es diesmal? Aus dem Weg, lass mal sehen. Hm, hängen wir da irgendwo? Ah, verdammter Scheiß. Muss ich in dieser verfluchten Stadt etwa alles selbst reparieren? Ich brauche ein paar Sachen. Mir nach. Uff. Dieser Ort hat schon. Warte jetzt auf meistens, sonst muss ich noch den Controller drücken. Um halbe 11. Respekt. Unsere Gibt's denn gut? muss diesem Material dort drüben zu Leibe rücken. Das stachelige, silberige Zeug. Du bekommst das hin. Was soll ich machen? Diese Dame, was macht sie? Tja, das werden wir beide bald wissen, oder? Aber eins doch. weiß ich. Wenn wir Glück haben, gibt sie uns ihren Segen. Sie segnet nicht jeden. Aber wenn sie es tut, ist es ein echtes Spektakel. Die Axt? Tja, diese Angelegenheit war ein ganz schönes Durcheinander. Vielleicht erzähle ich dir irgendwann mal davon. Ach so, okay, ja gut. Ja, muss. Klar, dann geht's recht schnell. Ich bin gespannt, wann wir die Dinge da machen können. Fee war die Einzige, die je meinen feinsinnigen Humor verstanden hat. Sie war eine verdammt feine Frau. Abgesehen von ihrem Geschmack bei Männern. Jetzt brauche ich was von dem Bronzezeug, das bei dem ganzen kaputten Holz liegt. Ja, Reile. Ich immer unbedingt der Beste sein und hab geschuftet, bis ich umgekippt bin. Mit der Zeit gibt es immer weniger zu beweisen und man findet sein eigenes Tempo und hängt sich nur richtig rein, wenn es persönlich wird. Zum Beispiel... Es ist auch voll geil bei dem Controller, wenn du jetzt halt zum Beispiel so auf einen Stor hinhauen musst, dann wird der Trigger da dahinter, der wird schwerer, quasi, der hat, wie sage ich denn, der wird schwerer zum Eindrucken, also quasi so als Feedback, hey, du haust da voll gegen den Stor, das ist richtig geil gemacht. Wow, Ziegenbart, das Rätsel hast du aber schnell aufgegeben. Ich gebe gar nichts auf. Es wird größer, je mehr man wegnimmt, ja? Ganz genau. Ich hab's. Es ist Verlangen. Nein,
Was meinst du mit Nein? Verlangen wird größer, wenn man das, nachdem man verlangt, wegnimmt. Gut, keine perfekte Antwort. Aber was ist denn deine? Ah, so leicht bekommst du das aus mir nicht raus. So, Captain Blaubeer, wie schaut's aus? Achtung, zurück an die Arbeit. Noch eine Kurbel zu drehen, dann geht's in die Schmiede. Ich sehe keine Schmiede. Du siehst nicht die Gestalt einer Schmiede. Aber wir gehen zur Natur einer Schmiede. Einen Moment In einem lang Berg. konnte ich ihm sogar folgen. Alles klar, los, kurbeln. Und jetzt so richtig geile Unterwasseroptik, das da die richtig fühlen. Ja, natürlich geht's nach oben. Achso, ich gehe nach unten. Nice. Wo ist die Schmiede? Oh, nö. Oha. Okay. Die ist lang. Sie braucht die letzte Zutat. Das Blut eines Gottes. Gib ihr deine Hand. Oh. Weiß ich nicht, ob ich etwa meine Hand zustricken hat, die wo einen fucking Speer in der Hand hat. Ah, sie scheint zärtlich zu sein. Ah. Oh, das Omega. Das weiß ich nicht, was das sein soll. Okay, und der Typ bringt jetzt einen Heimdall um mit dem Ring. Wir haben jetzt einen Speer. Fast vergessen. Bitte. Es wäre eine Ehre, wenn du es segnen könntest. Bist du, Hallo? Hallo? Was war das denn? Sie hat mich überhaupt nicht beachtet. Das Omega, meinst Wir du? Jungfrauen sprechen nicht mit unseren Körpern, sondern mit einem Teil der Seele. Speziell einem Teil, der dir vielleicht fehlt. Ach stimmt, Mr. Werb. Scheiße! Gut aufpasst. Verdammt, Sindri, du verlogener Rattenhintern! Ich wusste es. Ich war tot. Ich bin gestorben. Was willst du von mir? Er braucht einen Segen. Ja, tja, die mit dem Segen hat sich gerade in den Seetang verpisst.
auch den Segen eines großen Schmiedes. Was? Nein, ich kann nicht segnen. Ich habe nicht alle Seelenteile. Der Segen wäre nichts wert. Es kommt auf die Natur einer Sache an, nicht auf die Form. Komplimente vom Kratos hat's auch noch nie gegeben. Na gut. Möge diese Waffe ihr Ziel treffen. Möge sie weise geführt werden. Möge sie nach getaner Arbeit niedergelegt werden. War mir abgegrutzt. Dann kehren wir heim. Die Dame der Schmiede. Natürlich kannst du unseren Neuzugang nicht ohne Probelauf mit nach Hause bringen. Drücken Sie Traubnierspeer. Alter, ist das geil. Alter! So geht das. Nicht dein erster Kampf mit einem Speer, oder? Die erste Waffe, die ein Spartaner benutzt. Ja, wie in den guten alten Zeiten, oder? Ich hätte es selbst nicht bedrohlicher sagen können. Die erste Waffe, die der Kratos jemals geführt hat, war ein Speer. Alter, die Kills. Alter, den kann sogar werfen. So viel du willst. Die haben unbegrenzt. Alter, wie geil sind die Waffen, bitte? Alter, wie schnell die Waffen ist. Es wird reichen. Letzter Gegner. Der Draupnir-Speer sieht mir ziemlich kampftauglich aus. Mal sehen, ob er uns hier auch raushelfen kann. Da oben, siehst du die Schwachstelle? Santa Monica, verdammt geile Aktion. Holy shit. Da kann man den Speer genau da an der schwachen Stelle rein. Sehr gut. Leck mich am Arsch. Die Waffe ist ja richtig geil. Und das passt richtig ins Battle einfach. Das machen wir also wie Jungs. Als Spartaner und der Kratos quasi ist der Speer quasi die Waffe für den Kratos. Freunde zu haben, wenn sich der eigene Bruder als dreckiger Lügner entpuppt. Bestimmt wollte er dich bloß beschützen. Das war nicht seine Entscheidung. Wenn ein Mann stirbt, hat er das Recht, es zu wissen. Nur Mut, Brock. Wir sterben alle irgendwann. Viele von uns mehr als einmal. Ach, vergessen wir es einfach. Wir müssen den Speer fertig auf die Probe stellen. Na los! Vermutlich müssen wir jetzt kreativ werden. Ach, leck mich doch! Überall Augapfelnester! Mach deinen Wurfarm bereit! Das Nest! Triff das verflixte Nest!
Wo haben wir denn noch ein Nest? Schalt lieber das Nest aus, sonst wimmelt's hier weit Ach, da oben. von Augäpfeln. Oh, das ist eine Truhe. Können wir mir an die Droh? Einen Speer an einer Stelle wie dieser zu nutzen, ist ein sicherer Weg, die Umstände blitzschnell zu ändern. Ah, das ist schon geil gemacht, der leckt mich am Arsch. Siehst du, du bist ein Naturtalent. Oh, den Asgada bauen brauchen wir, glaube ich, um eine Waffen um eine Rüstung aufzuwerten. Es wird größer, je mehr man wegnimmt. Ist es Zeit? Denn je weiter man sich von Erlebnissen entfernt, desto größer werden sie in der Erinnerung. Also ich glaube, der Speer wird meine Lieblingswaffen. Jetzt, wo ich es sage. Vergiss es. Heute läuft es gut. Diese Augäpfel übernehmen die Grippe. Prügeln wir sie ihnen raus. Du da! Ja, schlag dich doch! Hast du ein Problem damit? Dann tu was dagegen! Der alte Brock, ein Also das war gruselig. Okay, da kommen wir aber eigenes durch. Hey, gut gesehen. So kommst du direkt nach oben. Spricht der Speer etwa selbst mit dir? Du verstehst die Sache schneller, als ich erklären kann. Alter! Ja, jetzt macht das alles Sinn, ist ja klar. Ich sehe hier unten keine Schwachstellen, aber such ruhig weiter. Wow, machst du das echt zum ersten Mal? Siehst du, stabil genug zum Klettern, zum Schwingen, was immer du brauchst. Also da ist sie richtig Gedanken gemacht worden drüber. Dann da hinten ist auch noch irgendetwas. Ah, da geht's wahrscheinlich weiter, okay. Blockiert. Von da oben, okay. Steht die Frage schon. Ja, Vorsicht da unten! Ein bisschen spät. Ich muss euch beide um einen letzten Gefallen bitten. Dann sind wir quitt. Was dort in der Schmiede passiert ist, mit der Dame, das erzählt ihr nicht weiter. In Ordnung? Stimmt. Na, in Ordnung. Ja, ich habe mich schon gefragt, wann der erste Große kommt. Vielleicht schalten diese Grimme ihn aus. Nein. Okay, ein dicker Gegner für unsere dicke neue Waffen. Au. Linke Seite, Wow. pass auf! Oha. Ich wusste immer, du bist irre. Komm schon!
Feuer frei! Jo, Björn! Danke dir für deinen Raid. Hello, hello. Wie war? Ich tippe mal, ihr habt Monster Hunter gespielt. Was geht? Wie geht's euch? Manuel, habe ich dir. Na, ist flauschig. Gerne mal beim Dev drauf schauen. Professionellstes Monster Hunter Gameplay gibt's dort zum Sehen. Ja? Also unbedingt einmal ein Däumchen da lassen, wer es noch nicht da hat. Ja? Das sind meine Lehrmeister in Monster Hunter. Wie war eigentlich der Stream? Alles sauerhaft. Wir sind mitten in God of War. Noch. Und das hier ist der zweifache Super Saiyajin, die zweite Stufe, die ihr eben schon mal gesehen habt. Schieb aus! Sehr schön. Eli, danke dir für deinen Reset im 2. Monat. Willkommen weiterhin in der Basic und viel Spaß mit den Emotes. Danke dir. Wir nehmen einfach einmal. Nice. Fresse. Das war für mich genug Aufregung für heute. Sammel du die Beute ein. Und wie viel Fett ist dann draufgegangen halt? Ich vermute mal einige. Ein paar sind es gewesen, sehr schön. Er muss leiden. Alles bricht zusammen. Ja, okay, aber was bringt das jetzt? Wie läuft's bei dir? Bisher ganz, ganz gut. Also wir sind halt ausschließlich in der Story unterwegs gewesen. Die Story spitzt sich immer mehr zu. Wir haben jetzt eine neue Waffen, den, ja, ist so... Ja, also göttlich verzauberter Speer von Sparta, der einen Heimdall töten kann, scheinbar. Ja? Also unsere Mission ist mehr oder weniger jetzt einen Heimdall aufzusuchen und den Hops zu nehmen, weil der unseren Sohn bedroht. Mehr oder weniger. Also so ist uns prophezeit worden. Ob das dann tatsächlich so eintrifft, ja, werden wir halt nicht mehr erfahren. Da wir mir auch schon fast auf den Sprung sind, aber so an und für sich sehr, sehr gut gelaufen halt. Ich sehe eine Abkürzung. Ja, sollen wir Brock deine Ausrüstung verbessern lassen, bevor Oh wir ja. gehen? Ja, das ist eine gute Idee. Danke, Brock. Das ist ein guter Speer. Da hast du verdammt recht. So, was haben wir jetzt da? Yggdrasil. Ja, komm. Easy. Nice, können wir einfach ein bisschen. Den nicht. Ja, Elf, wir können nichts verbessern sonst. Setsch. Bin nicht weit vor dir. Also Vermutung meiner Seite ist, dass wir um Heimdall besiegt werden und sich dann der Speer einfach öffnet und er killt. Dann Phase 2. Ich schätze, ich weiß, Werden wir erfahren, Herbert. Das werden wir erfahren. Ich suche mir lieber einen anderen Weg. Ah, so geht's runter. Um mir jetzt noch die Seele aus dem Leib zu kotzen. Ist das dein Ernst? Und ich kümmere mich für dich um die Tore. Ich hoffe nur, Sindri hat seinen Kopf noch, nachdem Brock mit ihm fertig ist. Das Eis zwischen den beiden ist im besten Fall schon dünn genug. Ah ja, okay, nice. Das nenne ich Abkürzung. Jetzt haben wir wieder in dem Dorf, okay. Oh, kommt jetzt noch ein massiver Boss? Und das hier ist der zweifache Super Saiyajin, die zweite Stufe, die ihr eben schon mal gesehen habt. Vater zu Vater. Oh, Apropos, ich war wirklich überrascht, als Atreus bei mir vor der Tür stand. Es geht ihm gut, übrigens. Und das wird auch so bleiben, sofern ich heil zurückkehre nach Asgard. In nächster Zeit. Gleitiv.
Außerdem hat unser Freund hier noch viel vom Leben zu erwarten. Fraglich. Fort mit dir und benimm dich. Neuer Speer. Ich war nie ein Freund von Brock. Aber der Zwerg hat wirklich Talent. Du willst reden. Rede. Du willst doch keinen Krieg. Oder, Kratos? All das Blut an deinen Händen. Den Händen deines Sohnes. Ich will den Frieden genauso wie du. Vielleicht finden wir ihn gemeinsam. Er lügt. Ich weiß. Der Junge, er ist alles, was ich erwartet habe. Möchte uns jetzt Fingernägel ausreißen, oder was? Nett. Ist er von dir? Nur Spaß. Du hast wirklich jeden Grund, stolz zu sein. Er ist der Schlüssel zum Frieden in unserer Zeit, zur Befreiung von all dem Schicksal und der Prophezeiung. Mein Sohn ist nicht ein Schlüssel. Oh Gott, kennt ihr in deiner Heimat denn keine Metaphern? Oder eher kanntet? Tut mir leid, das ist unfair. Du bist nicht mehr der Gott, der du einst warst. Und jetzt kannst du das beweisen. Gib mir meinen Sohn. Oder du triffst auf den Gott, der ich mal war. Oh oh. Und was für ein Gott ist das, Kratos? Was bitte weißt du schon über Göttlichkeit? Wurdest du in deinem Leben jemals von jemandem verehrt? Angebetet? Geliebt? Kannst du dir so eine Liebe überhaupt vorstellen? Nein! Dich interessieren keine Sterblichen. Dich interessiert nichts, was über dich hinausgeht. Über das Monster, das tötet, ganz ohne Grund. Oh, dünnes Eis. Du fürchtest, was du garantiert niemals verstehen wirst. Ist es da ein Wunder, dass dein Junge keine Eile hat, zurückzukommen? Hör nicht auf ihn, Bruder. Er will dich doch nur verunsichern. Oh, ja. Mistkerl. Wagt es, hier aufzutauchen. Wenigstens hast du ihn genauso überrascht wie er dich. Dev, danke dir für deinen Resub im 2. Monat. Entschuldigung, bei einer Cutscene spreche ich äußerst ungern. Vor allem, weil ich ja selber wissen will, wie die Handlung da weitergeht. Und vielleicht versandt man ja dann irgendwas. Danke dir, viel Spaß weiterhin mit dem Mods und weiterhin willkommen in der Basi Gang. Legit Dev, grüß dich Basi, wie geht's da? Sehr, sehr gut, danke dir. Ich vermute mal, dass du heute auf Bayerisch oder auf Niederbayerisch oder auf Mundart schreibst. Gehe mir davon aus, du bist ebenfalls aus unserer Ecke. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Was das Spulen ist, Son, was? Das verstehe ich nicht. Herbert, das verstehe ich jetzt nicht. So, Freunde. An der Stelle. Hoppala. Da will ich die ja. What the fuck, hat das letzte Mal. Ach so. Ja, okay. Das Spiel ist so Liebe. Ja. Absolute Liebe. Freunde der Sonne. Und da das so. Sorry, verdruckt. Und da das so viel Liebe hat, das Spiel, wollen wir es uns ja nicht verhorzen. Deswegen machen wir für heute da einen Cut. Okay? Wir machen jetzt da ein bisschen Pause. Sigi, hab ich dir. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's da? So. Also mal beobacht. Ja, war intens. War wieder mal intens. Gute Nacht, mein Guter. Danke dir. Wünsche ich dir auch nochmal vielen, vielen Dank für den Resub und für deinen Raid halt. Dankeschön. Gute Nacht, Manu. Ja. Ich bin nach jedem Mal spielen immer mehr gespannt, wie es weitergeht. Also wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Es sind jetzt mittlerweile so viele Geschehnisse und das Spiel kann in jede Richtung gehen. Das kann zur absoluten Apokalypse kommen, es kann zu einer Aussprache kommen, es kann, weiß ich nicht, zu heldenhaften Opferungen kommen. Also es ist basically alles möglich.
Ich hätte jetzt ausgestellt, ich bin nämlich genau da, beziehungsweise eventuell 5 Minuten weiter. Sagst du, Herbert, ich hab das im Urin gehabt, dass du schon neu an mir dran bist, deswegen mache ich jetzt einen Cut und morgen und das ganze Wochenende hast dann mehr als genug Zeit noch zum Spielen, weil ich morgen Tomb Raider spielen werde, okay? Gut soweit, ich hab gehört, dass jetzt Schluss ist, da wollte ich noch mehr reinschauen. Passt schon, Siege, danke dir, bei mir passt alles bei uns. So, ich bin dann aber ein Bett, gehabt euch wohl zusammen. Auch dir eine angenehme Nacht drüben, danke dir fürs Reinschauen. So, Freunde, nächster Stream morgen. Ja, wir machen mal einen Samstagabend, am Freitagabend Stream und einen Samstagabend Stream. Das glaube ich hat es noch nie gegeben. Ja. Wann genau, weiß ich noch nicht. Das hängt davon ab, wann Frau Bazi zu ihrer Weihnachtsfeier tut. Ich sage jetzt einmal irgendwas zwischen 18 und 20 Uhr. Ja, wahrscheinlich irgendwo in der Mitte drin, so Simme, schätze jetzt einmal, in etwa. Okay? Vielleicht auch halb 8, wobei ich werde es Richtsenk auf 3/4 8, weil die Wifi auch streamt. Ja, da möchte ich jetzt nicht gar bald dazwischen ich werde es wahrscheinlich ja so timen wie heute. Also zwischen halb und 3/4 8 irgendwann gehe ich live, dann fangen wir morgen mit Tomb Raider an. Wird das nächste Hauptprojekt parallel zu God of War. Und das schauen wir uns morgen mal gemeinsam an. Ich habe das Spiel einmal gespielt, vor 9 Jahren, vor 8 Jahren bei Release. Beziehungsweise wie es auf PS4 portiert worden ist. Das war einer der ersten. Es war eins der ersten PS4-Spiele, die ich damals gespielt habe. Von der Handlung weiß ich nicht mehr wirklich was. Vor allem um was genau das geht. Das werden wir uns dann die nächsten Tage und Wochen anschauen. Also Tomb Raider ist jetzt nicht, das Spiel ist jetzt nicht unfassbar lang. Ja, also das kann man in etwa vergleichen mit dem Resident Evil. Das wird so ungefähr 10-15 Stunden haben. Ist von der Spielweise her ähnlich wie Resident Evil. Nicht ganz so gruselig, aber durchaus auch dezent in manchen Szenen. Ich glaube, das taugt dem bestimmt. Schauen wir mal. Das wird uns dann wahrscheinlich auch bis Ende Dezember, Neujahr oder was, wird uns das begleiten. Und mit God of War gehen wir dann am Montag weiter. Spätestens. Ja, kann auch sein, dass ich dann vielleicht am Sonntagvormittag nur mehr live komme, das weiß ich aber tatsächlich jetzt noch nicht. Da sage ich dann morgen nochmal genauer Bescheid. Aber morgen Abend auf alle Fälle Tomb Raider. Du bist auch neugierig auf meins und ich auf deins. Genau so. Ja. Genau so. Ich möchte das deine sehen. Wir manch können so ist letztendlich. Und wie gesagt, ich mag da auch nicht wirklich stark eingreschen. Also ich sage mal so zwischen Richtsenk auf zwischen halbe und 3/4. Eher 3/4 8. Ungefähr sowas. Das kriegen wir hin. Genau. So. Dann schauen wir mal, ist denn um die Zeit überhaupt noch irgendwer live? Jetzt passt's auf. Wo können wir denn noch hingehen? Ist die Jassi noch online? Nein, die Jassi ist nicht mehr online, oder? Die Jassi ist wahrscheinlich schon offline gegangen. Ja, das ist offline gegangen. Der Cookie ist wieder online. Der war. Onze ist online. Pireus. Der Cookie spielt Ghost. Der wollte doch. Hat der nicht halt eigentlich Dingens gespielt? Callisto Protocol? So war da noch ein Cookie-Han live. Da waren wir ewig. Okay, ja, da waren wir ewig nicht mehr. Das stimmt eigentlich tatsächlich. So, dann haben wir vor kurzem erst geredet. Ja gut, die anderen haben raus, die haben sauber zu groß. Ja, gehen wir zum Cookie mal, das passt. Oder Glotzkopf, die feiert den Bieder eine. Okay, Glotzkopf kenne ich jetzt persönlich gar nicht. Gehen wir zum Cookie, weil der Cookie schickt dann die Leute bestimmt wieder zum Klotzi und da der Cookie halt irgendwie mal technische Probleme gehabt hat und er zwischenzeitlich ziemlich pisst war, was ich so mitgekriegt habe, glaube ich, kann man am Abend noch ein bisschen versüßen, indem Ball zu gehen, ein wenig reingrätscht, oder was hält man da davon? War wieder ein flauschiger Stream, hat auch danke dir, Werb. Ich hoffe, dass ihr alle ich hoffe, und das freut mich, dass es Ihnen gefallen hat. Ja? Das ist das größte Lob, was man machen können. So. Gut, ich habe alles gesagt. Raid Command ist im Chat für alle Neuen, die vielleicht gerade noch vom Dev dazugekommen haben. Ich habe einen eigenen Discord-Server, kommt gerne auf meinen Discord-Server, wenn ihr Bock drauf habt. Da kriegt ihr ja mit, wann ich live gehe, was für Uhrzeit, was für Tag, was für Spiel. Haben wir allerhand Themen, über die ihr reden könnt. Ja, also gerne mal draufschauen, wenn ihr Bock habt. Gerne noch aufs Following drücken, wenn ihr es noch nicht da habt und wenn es euch gefällt, was ich da tue. Wir haben über 200 Follower, wer hätte das gedacht, aber die Zahl darf gerne weiter wachsen. Merci dir, Legit Dev, dass du meinen Ruf folgst. Danke dir. Willkommen bei uns. Ich hoffe, wir können da eine schöne Zeit machen. Da fehlt noch was. Ja, einmal im Stream, meistens am Ende, weise ich so darauf hin, dass ich einen Discord habe und dass man das Following nichts kostet und halt ein kleiner Support ist. Okay?
Dankeschön dafür. So, da ist Yassi. Schade, Yassi, jetzt hätten wir die noch geradet, aber du warst leider schon fort. Aber gut. Und hallo aus dem Lurk. Hallo. Wir waren noch Resident Evil. Ich hoffe, es taugt da. Resident Evil 1. Ja, da nimmt schon seinen Lauf. Ist halt nicht mehr gegangen. Wie ist halt nicht mehr gegangen? Achso, weil es so lange online warst, oder wie, oder was? Gut, Freunde der Sonne. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke für den Support heute wieder, für die ganzen Resubs und fürs Followen und was das wie es ist. Wir sehen uns dann morgen circa 3/4 wieder mit Tomb Raider. Ich freue mich schon drauf, wird bestimmt genau. Das Projekt taugt denk mit Sicherheit. Ich glaube, da trifft ich einen ganz guten Nerv bei ihm. Wenn ein Crazy taugt, dann taugt den Tomb Raider 100%. Naja, zum Schluss ist gegangen, am Anfang hat mich die Steuerung fertig gemacht. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Resi 1 ist von der Steuerung noch ein wenig sehr, hey. Also der 2er wird dann normalerweise ist besser. Ich weiß halt jetzt, ich hab's jetzt vorher nicht ganz verstanden, ob es jetzt du das Remake hast oder das Original. Solltest du das Remake spielen von Resident Evil 2, dann wird das ein Quantensprung werden. Also unfassbar. Aber gut, Yassi ist schon länger auf. Ich habe das Top auf ihrem Stream gehabt, das ist dann mal geratet. Ah ja, okay. Das Remake ist dann, habe ich auch einmal gespielt bei Release. Absolutes Top-Spiel, kann ich jetzt schon sagen. Wirst du lieben, glaub mir das. Resi 2 ist wirklich ein verdammt gutes Spiel. Das einzige Remake, was ich noch nicht gespielt habe, ist 3er. Das spielen wir vielleicht irgendwann noch. Vielleicht sogar noch vor dem 4er. Müssen wir mal schauen. Genau. So, Leute, jetzt schleichen wir uns ins Bett, okay? Es ist jetzt kurz nach 11, so lange waren wir schon lange nicht mehr online. Oder glaube ich, waren wir auch noch nie online, keine Ahnung. Ich habe euch gesagt, Raid Command ist im Chat. Gern beim Cookie noch reingrätschen und noch supporten, wer ihn noch nicht kennt, ist ebenfalls ein bayerischer Streamer-Kollege von mir. Ein ganz sympathischer Mensch, hat mir auch technisch schon ein paar Mal weitergeholfen und so weiter. Und ja, macht's es gut, legt ein Key, angenehme Nachtruhe, nochmal merci für euch fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder zu Tomb Raider. Haut's euch rein, pfiat euch, gute Nacht und bis morgen. Pfiat euch.